Tonwo! Timmy Boy! Oh. Tonwo! Timmy Boy! Ich hab mich selber hochgeschrien. Hoppala. Wieso ist das Mikrofon ausgewählt? Kein Mensch hat das Mikrofon ausgeschaltet. Weiß ich nicht, ist mir wurscht. Timmy Boy, grüß dich daheim. Hashtag Popoman, Rest. HB! Quack. So, muss kommen. Ist schon wieder komisch da. Monitor verrückt. Birger verrückt, angesäufert habe ich mich. Timmy Boy ist zu spät. Ich war auch bald spät gekommen. Was ist da wieder los? Warte mal, jetzt richten wir mal das da hin, richten wir das hin, dann grüßen wir einen Haufen weiter, damit nichts passiert. Habe die Quack an! Den bald schon mal an. Den Gangster of Proof, an den Herrn Baumgartner, an den Iron Sky, an den Zampel, an den Icarus, an den Aslagon, an den Yoda, an den Havler, an den Grotz, an den Brox, an den Moister, an den Weißel, an den Saragi, kann ich nicht lesen. An den Baumgartner Nummer, er war jetzt zweimal geschrieben, an den Stammdalf. Das ist ein guter. Herr von hinten, an den JWP, an den Zoll, an den Schnutschi, Grüße in die Schweiz hinaus. Wo haben die restlichen, wo sage ich irgendwann Österreich, den ich gerade auswendig weiß, bin unschlüssig, weiß ich nicht, ach, leg mir Mosch. Leg mir Mosch, während das. Dere alle, heute mal aus Dresden statt von der Couch. Wie Dresden, Alter? Steckst den Finger rein, Dresden. So, grüß Gott beieinander. Ich habe eine wundervolle Nachricht zu verkünden. Jetzt ist soweit, es fein noch drei Zahlen fein noch. Holm! Guten Abend! Guten Abend zurück. Kurz auf die Nuss, mir ist für 60 Monate, du gottverdammter Irre! It's finally done! It's done! Kinder, it's done! Der Jahresmerch ist ganz fertig. Bis auf 3 Zahlen. Das ist der Depth-Counter, der noch feit. Und der wird wahrscheinlich heute in der Woche geresettet. Sonst kriege ich es zeitlich nicht mehr hin, damit wir am 30. hoffentlich ihr meinen Shop kaputt macht. Und nicht aber bloß andere! So. Dann müsst ihr Körnfleisch! Der war hingehend! Mr. Cornflakes, ich liebe Cornflakes, aber nur die OGs. Ja, nur OG-Cornflakes. Wolfrix! Im Straßenverkehr nicht auch als Synonym für wie? Stücher hernehmen? Nummer, was? Könnte man Schritttempo im Straßenverkehr nicht auch als Synonym für Wichstücher hernehmen? Mr. Wolfric, das war der beste Doppeldeutige. Ich glaube, dass der Satz, wie er verzeiht, noch ein bisschen umbaut gehört, ist ein bisschen. Aber Schritttempo und Wichstücher ist wirklich ganz stark. Kann vom Sprengi sein. Hat Sprengi-Niveau. Sage ich freiwillig über sie, es hat eiskalt Sprengi-Niveau. Gut, wirst vom Jahresmerch wieder obergelöscht. Ein Wolfric sei ultra schlechte Witzekasse oberlöschen. Moment, muss ich kurz in meine To-Do-Liste schreiben. Babidi, babidi, bubidi, babidi, quack, 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 babidi, bubidi. Wolfric, merci dir. Mr. Cornflakes. Oleg, was wir schon lange nicht mehr da haben, was wir mit denen? Also, ja, alle 2 Wochen müssen wir es probieren. Mr. Cornflakes, Phase 1. Merci dir für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Schauen wir jetzt mal, ob der Vorstand einmal da ist. Ja, das haben wir schon lange nicht mehr geschaut. So, hier, Lautsprecher. Und das ist der Arsch. Geht sowieso wieder nicht ans Telefon, aber ist eh wurscht. Achtung. Vorstand! Was ist denn du? Hallo? Und das ist der Arsch. Mann, sie ist nicht das Mikro. Hallo? Was da? Hör auf! Hör auf! Erwin Müller? Hör auf! Was ist? Isst du da meine Pombeerchips? Ob du da meine Pombeerchips frisst? Ich komm gleich wieder. Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Jetzt kriegst du von Hallo? mir auch mal was. Na, Du Schluss. nicht alles kaufen, Hallo? lieber A-Bier dafür. Wenn sie, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich weiß ganz genau, dass Essgeräusche für mich das Schlimmste auf der ganzen Welt sind. Du,
Am Schluss vom Stream erinnert mich irgendjemand dran, dass ich da 4 gehe und ihren Hals umdrehe. Kruzifix. Ich hab gestern mal einkaufen, hab ich so Pombeer-Chips gehabt und ich hab auf der Couch vergessen. Verdammte Scheiße nochmal. Kruzifix! Herr Cornflakes. Vorstand regelt. So, jetzt mal so. Herr Haslergon, merci für dein Zwiegel. Jetzt sind's Puff und Wegbären. Ich glaube, Herr Schall, merci für deine 6 Euro. Kuss auf die Nuss, ich versauf sofort. Ich kaufe mir eine neue Schale Brombeeren. Von hinten, merci für den Euro. Herr Weber, merci für dein Zwiegel. An Mr. DM, Grüße zurück in die Schweiz hinein, merci für 21 Monate. Holmi, merci für den Zwiegel. Colonel Bamble, merci für 18 Monate. McGoldy, merci für 26 Monate. 50, merci für 67. Felix, merci für den Euro. Mr. Pugi, merci für 21 Monate. Spiegmeister, merci für den Zwiegel. Wulfric, merci für den 5. So, jetzt hab ich alle, weiß ich nicht. Limzep, es fuck, schönes Stream. Rinderschmorbraten mit Knädel. Und das einfach an einem Mittwoch random, Alter. Wir haben ein Ding gemacht. Toll aus. Osserbier, lass das schmecken. Quatsch, tun wir es für 8 Monate. Na, Domina! Just Mercy Oida, Ente Küken von vorne, Ente Küken von vorne, Ente Küken von vorne, Ente Küken von Wo ist es? vorne, Wo ist das Küken von hinten? Vorne, Ente Küken von vorne, Okay. Ente Küken von vorne, Ente Küken von vorne, Ente Küken. Was soll jetzt das? Ja, was soll jetzt das? Das frag mich ja! Kruzifix, Tommy, Just Mercy, Küken von vorne, Alter. Was soll jetzt das? Julian, merci für deine Euro. Servus, bist schon 72 Monate treu an deiner Streamer-Seite. So, loben wir das! Aber guten Stream, Birger. Oh, ich habe Birger Beste, hätte ich automatisch schon wieder gelesen. Birger Bitches. Pussy aufs Nussi. Dankeschön. Timmy Boy, merci für den Euro. Das glaubst auch bloß du, dass das deine sind. Ja, jetzt sind es gar keine mehr seine. Die haben im Wanst vom Höhlentroll. Das darf ich nicht sagen, das kriege ich aufs Mal. Frosch, merci für 51 Monate. Merci. Löwensepp. Den hast du selber gemacht. Das lobe ich mir. Was soll jetzt das? Was soll jetzt nicht? Der Kruzifix. Ich muss die Erscheinungsrate vom Flasch so im Scheißgelaber oben dran. Alle 20 Sekunden, was soll jetzt das? Kriege ich Vogel her, den ganzen Tag bloß so den Affen. Merci. Alex, merci für den Euro. Du willst auch wissen, wie viel deine Pombeeren wert sind? War geil. Sollen wir schon einen Short aufnehmen? Kruzifix. Der Cornflakes schreibt, dank dem Birger bin ich auf dem scheiß Arc Raggers hängen geblieben. Dafür gibt es einen Obolus in Form der Mitgliedschaft. Freue ich mich. Herr Cornflakes, bei dir ist allerdings ein episches Logo hinten dran. Das heißt, du warst schon mal Mitglied. So ist das also. So ist das also. Ja, ich spiele auch jeden Tag übrigens. Fast jeden Tag. Ja, einen Tag habe ich mir auslassen. Was bist du für Level? Ich bin jetzt 24, glaube ich. Gestern habe ich nicht lang gespielt. Gestern war der erste Tilt-Modus. Da haben wir uns so blöd gestellt, dass bloß so schäbert, dann bin ich einfach rausgegangen nach dem Spiel, weil ich denke, da leg mir was. Sagen, ab wann das Artbook vom Treckmann versendet wird? Ui, Luki, da habe ich jetzt, stimmt, das ist ein guter Punkt. Merci dir. Da habe ich eine schlechte Nachricht, ich habe einen Chris noch vorgewarnt, lass den scheiß Duftbaum weg, damit du mal ein Geld verdienst, du Vollidiot! Was tut der Chris? Leg mir am Arsch, das haben so viele Leute vorbestellt, die so einen Duftbaum haben. Und der Duftbaum dauert leider länger. Ja! Unterbrecht's mir halt nicht. Funktioniert das eigentlich? Das ist so wie bei so einer Dingströte. Wie nennt man die Tröte, wo man so ziehen muss? Weißt du schon? Dere Beiner. Das Made 600 Depth Zambria. PS Schene Griastruck an Rammstein Bernivo letzte Woche. Meine Damen und Herren, erst einmal Herr Auer, welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich dir Herr Auer. Übrigens bei dem anderen habe ich dir Herr Cornflakes. Merci für eure Mitgliedschaft. Timmy Boy, merci für den Euro. 10 noch ist in 2 Minuten. Fotzdeuten Sapse. Der benannt 600 Depth. Wir singen wir heute nicht. Einen Topf singen wir mir heute. Nicht einen! So, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. So, Schluss jetzt. Kurze Information, ich mache jetzt gleich mehr Alert-Sounds aus. Kurze Information, der Chris hat mich nicht gebeten, dass ich das sage, aber ich finde, die sollten es wissen. Die Leute, die das Artbook vorgestellt haben, ihr kriegt einen Duftbaum dazu, mit dem Motiv drauf, das da in die Donations auch kommt. Aber leider Gottes dauert der ein wenig. Das kann leider Gottes bis Anfang Dezember dauern und kommt dann zeitgleich mit dem neuen Trachtmann-Heftel. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse. Der Fanboy ist der Chris da? Irgendjemand hat der Fanboy ist der Chris übrigens im Chat. Kein Stress, wir haben Zeit. Schreibt das an. Ich weiß nicht, ob das alle so sehen. Ich weiß es. Da hat er geschrieben. I'm sorry. Da schlagt's mir nicht. Ich glaub nicht, dass die da schlagen.
Ich glaube nicht, dass die da schlagen. Wird schon passen. So, Mr. Chan, mir ist für 28. Nein, jetzt nein. Das Spul mir jetzt. Sohn kannst so und Jet Kafta a neue Brombeeren und Schenke Grias Asreng Spua. Brombeer. Wieder 3 schönste Altstadt Europas. Oh. Wann wir stellen denn das fest, ob das die drittschönste Altstadt Europas ist? Das stelle ich in Frage. Haben da polnische Altstädte dabei? Ach, egal. Kali! Kriegst du Privatrede schon. So, wir spielen heute Escape from Duckhoff. Kali, dieser 50er, das ist 2! Und du weißt das! Dann bist du aber auch schon 100 Jahre dabei, das wird schon passen. Was soll ich noch alles sagen? Also, wir heute spielen. Dankeschön erst einmal. So, Alert-Sounds sind jetzt aus. Freunde der Sonne. Dankeschön. Bitte lehnen Sie sich zurück. Wir spielen heute Quack, Quack, Motherfucker. Dresden soll die neueste Altstadt haben. Die neueste, die niceste oder die neueste? Niceste oder... Was ist denn der Ton für neueste? Ich weiß es nicht. Bling. Ich weiß es nicht. Ist mir wurscht jetzt. So, seien wir ehrlich, Landau hat keine schöne Altstadt. Nein, hat er nicht. Landau ist eine futzengrube Scheiße aus Bergstadt. Totale Dreckskackstadt. Überall macht alles macht zu. Meistens Landau. Kannst du fortgehen, da kannst du das Einzige, was du da kannst, ist essen gehen. Und was ganz besonders gut da kannst, ist alle 5 Meter einen Döner einfressen. Döner Spilo. Keine Ahnung, was das zum Bedeuten hat, aber ja, die werden schon wissen, was deren. So, Schluss jetzt mit unterschwelligen Messages. Meine sehr verehrten Damen und Herren, grüß Gott, wir spielen heute Escape from Duckhoff. Ist irgendjemand da herin, der Escape from Tarkov nicht kennt? Hand hoch, los, ab in den Chat. Der Mitrandir schreibt, Servus Birgit, der ist ich wo? Deinstalliert. Herr Bieber! Jetzt gibst du noch daher, Kruzifix. Du kriegst eine Privatröte. Tobi! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich dir Tobi. Die Glamizi kennt, Olli kennt's nicht. Wer kennt noch? Tarkov kenne ich nur von dir. Schau her, passt. Das ist ja schon ewig her, wenn wir das gespielt haben. Haben wir auch nicht lang gespielt. Aber ich gehe jetzt mal schwerstens davon aus, dass jeder da herin mein letztes Video, gut, das ist auch schon wieder ein Monat alt, aber so wurscht, gesehen habe, wo ich Arena Breakout Infinite vorgestellt habe. Da habe ich auch ein bisschen über Tarkov geredet. Das ist ein Extraction-Shooter. Ähnlich wie Ark, was wir letzten Freitag gespielt haben. Und da hat sich irgendjemand den Witz erlaubt und hat ein kunterbuntes Escape from Duckhoff draus gemacht. Und das spielen wir halt. Das Ding ist in die Top 10 auf Steam, ist wieder mal ein Indie-Game und soll unglaublich gut sein. Wie werden wir das halt rausfinden? Klicken und zum Fortfahren. So schaut's aus. Können wir gleich lang an. Oh, schaut das an. Das ist schon wieder was mir sehr gut gefällt. Vielleicht ist es aber ein Ingame-Hinweis, dass man da nicht hergehen kann und gibt die Kamera und schießt in die Fresse. Mr. Bayer! Aber du endlich wieder mal live dabei. Zeit ist so ein. Es wird 30 Monate. Kuss auf die Nuss. Kurz gesagt, es ist ein Bruch zum. Ist es ein Bruch zum Zocken? Verstehe ich nicht. Irgendein IC-Surfer wo? Da steht neben mir. Ich hab's bloß der IP nicht, die Anfänger. So, pimmelt mir nicht lange an, tu einfach. Neues Spiel, was weiß ich, was passiert, wir werden es rausfinden. So, was haben wir da? Schwierigkeitsgrad hier mit dem Extrem. Mit dem eigentlich immer ausgewogen. Aber wie schwer kann. Also, man rennt halt da als Ente rum. Das muss man vielleicht auch sagen. Das ist der lustige Spaß dabei. Ja? Was die meinen? Für Spieler, die schon ein paar Shooter- oder Survival-Games gezockt haben. Hab ich schon. Gegner machen 80% Schaden, Gegner haben 80% HP, nicht ganz 100%, aber immer noch ordentlich knackig. Knackig! Ist das PvP oder PvE? Das ist ein reiner Offline. Das ist ja das nächste. Das ist ein Indie-Game und pur Offline, nix PvP und ist in der Steam Top 10. Das musst du erst einmal zusammenbringen. Knackig wie Pombeerchips, Flipnase, Schnauze. Was ist mit deren? Da spielen wir schon auf 100%. Oder? Spielen wir auf 100%. Da werden wir da 800% eingeben, wenn's war. Was ist denn da wieder? Ratisbona Calling. Merci für den Sechser. Der Lehrer sagt, heute lernen wir, wie wir ein Kondom anbringen. Dafür habe ich diese Banane. Denn auf leeren Magen bekomme ich keinen hoch. Denn auf leeren Magen bekomme ich keinen hoch. Ich habe schon wieder Schwachsinn erwartet. War Schwachsinn, aber es war ein guter Schwachsinn. Mit dem auf Überleben, das muss bleiben. Ich hoffe, dass das dann, das sehen wir jetzt gleich, was kann. Du auf Überleben, wird schon passen.
Der Sturm ist extrem gefährlich, am besten schläfst du tagsüber. Wie tagsüber schlafen? Vor langer Zeit gab es einen Scheiß Planet ist ein Ohr. Er stand kurz vor dem Zusammenbruch. Du hast die Evakuierung verpasst. Scheiße, verpasst. Überlebe. Escape from Tarkov. Das fängt schon jetzt. Das fängt schon sehr epic an, muss ich ganz ehrlich sagen. Für das, dass ihr eigentlich einen Blödelshooter erwartet. Wird geladen. Ich will nicht, dass es... So, wie Server wird vorbereitet, was? Okay, here we are. Es ist Tag 8 Minuten 6. Nächster Sturm in 207 Minuten 50. Es ist sonnig. Weißt du, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass später ein Wettersystem ein dynamisches. Es gibt immer noch AAA-Games, die sie als Aushängeschild, das hat man früher hinten auf die Schachtel draufgeschrieben, super krasse Features, ein dynamisches Wettersystem. Das halte ich immer nur für das lächerlichste Feature jemals. So, wo bin ich? Bin ich das da? Die schauen ja aus wie ein Eierschau. Was ist denn das da, Geld? Kann ich reinzoomen? Nein, boah, leck, was ist das? Sonst haben wir mir einen kleinen Buddy. Was kannst du? Muss ich denn da auf den Baum schießen, oder was? Nein, weiß ich nicht. Muss ich da? Lolle! Ich mache den Lolle! Ich gehe mal den Weg nach. Das scheint unser Ausdauerbalken zu sein. Sprinten gehen wir auch. So, grüß Gott, was ist das? Hallo! Dies ist dein Traum! Aha, so ist das. Erinnerst du dich noch daran, wie du aussiehst? Wenn wir mir jetzt eine Ente characterisieren können. Komm her. Kim! Wie sehe ich aus? Augen, na Kopf, Hautfarbe. Spiel mal auf Ultraschwer. So wie weiße Flügel. Boah, lecker, da geht voll viel schon, oder das? Ich mag eine pinke Ente. Pinke Ente! Ente! Alter, du möchtest mich verarschen, ist das ein voll geil. Kopf. Foodlappal Quack. Da muss aber ganz furchtbar kasig sein. Wo ist denn kasig? Ich brauch kasig! Da, hier, grau. Grau war immer schon gut. Da, so, hier. Kopfgröße, riesig. Kopfhöhe. Ja. Okay. Alles klar. Kopfform. Was ist das? Ah, das ist oben, das ist der Battle. Ja, machen wir so. Das ist der beste Quack ever. Ich muss jetzt schon so viel oder so spielen. So, hier, Augen. Ja, Augentyp, geil. Was ist das? Es ist so gut, Alter. Oh, GG. Oh, leck, wie gut ist das? Augenabstand. Oh, scheiße, wir brennen jetzt schon down. Warum denn? Weil ich ein wenig Sauce gekriegt. Alter, was für ein Dumm. Es ist jetzt schon wieder so dumm, dass es jetzt spät ist. Ich liebe es. So, das ist ein Schruffel, den wir mit Augen nochmal schnell zusammen. So. Ja, geil, sehr gut. Oder so. Machen wir die Derp-Ente. Augenhöhe. Ja. So einen richtigen Retard-Duck. Haben wir noch für Augen? Sehr gut, sehr gut. Oh ja, sehr gut. Ne. Escape, ja. Ja. Was schaut denn am derpigsten aus? Ich glaube fast das da. Ja, Augenhöhe, ist der mal da her? Ja, ist gut. Augengröße, ja, ganz klar so. Machen wir so, da schauen wir ein bisschen grantig aus. Schau mich an. Ja, so. Das ist schon gut. Augenbrauen. Also die brauchen wir schon. Die lassen wir auch schwarz. Augenbrauen Abstand, die haben ein bisschen. Die müssen wir oben da ein wenig. So. Rotieren wir es auch ein wenig. Aber wahrscheinlich wie wütend das macht schon. Augenbrauengröße, die kann man natürlich auch so machen. Dann meint nicht mehr, Herr, jeder, das sind unsere Augen und kann uns keinen Headshot geben. Ja, dann gibt es. Ist das. Ja, Moment einmal, das habe ich noch gar nicht bedacht. Wird dann meine Hitbox auch größer? Gibt es überhaupt Headshots? Keine Ahnung, das ist ja Top-Down. Mr. Mash, mehr für 76 Monate. Das wird lustig, ich bin gespannt auf den Endgegner.
Das braucht mehr Haar. Gib uns eine Frise, Alter! Oh, geile Frise. Also gute Frise. Das ist, glaube ich, einfach bloß eine Feder. So. Gibt's ein Knie? Ich brauche Knie. Gib mir ein Knie. Was ist das? Ja, da müsste man jetzt auch die Höhe anpassen können. Da ist der Editor wahrscheinlich noch nicht so ausgereift. Da haben wir, der Heihachi. Der hat ein bisschen einen Heihachi-Vibe. Wer kennt einen Heihachi? Nicht schlecht. Ich glaube, ich entscheide mich. Das ist doch gut. Ja. Das ist wie ein Regenschirm. Haarfarbe. Schwarz. Schau hier, da hat sogar Sam Crow-Wifing Kins aus Tekken. Schau her, da schau her. Der erste war der Bernie und der Zodel. So. Schau mal wirklich brachial gut aus. So, jetzt gib uns einen kleinen Schnabel, komm. Was haben wir da so? Das ist zu normal. Haben wir da noch? Oh ja, das ist ein Derp. So. Was ist denn diese? Nein, das schaut. Nein. Okay. Ja, gehen wir. Ja. Was dann was mit dir? Ich hab mir gerade mein eigener größten Feind baut, so wie mir das anschaut, Alter. Oh, das ist der Mr. Grey. Das ist voll gut, Mann. Das ist unerwartet, unabsichtlich voll gut, Mann, Alter. Kali! Ein Platz Krakau, Platz 2. Ist Krakau nicht in Polen? Ich weiß es nicht. Platz 2 Neapel, dritter Platz Regensburg. Mit schönsten Altstadt, so schon her. Lassen wir das so. Schaut gut aus, Alter. Schaut tipptopp aus. Aber schauen wir noch, was es noch für Schnäbel gibt. Ja, ist auch wütend. Ja, ist gut. Ja, Na genau so. Er ist so behindert. Er ist so geistig behindert, dass ich einen Vogel kriege, Alter. So, gib nur mal, wie viel Schnäbel haben wir noch? Was ist denn dieser Fassel? Wieso hab ich einen Fassel im Mal? Sehr gut. Schnauzer geht immer. Was ist denn? Was ist das? Oh, jetzt sind wir wieder bei den. Merkt euch mal 21. Und da gibt's 1 Million Schnäbel, Leute. Das ist der Wahnsinn. Oh! Sehr gut, sehr gut. Und jetzt brauche ich schnell Expertise. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie er geheißen hat. Es gibt beim He-Man einen Bösewicht, den habe ich sogar als Actionfigur gehabt. Der hat denselben Unterkiefer. Das war so ein Mecha-Man oder irgendein Scheiß. So, sehr gut. Ich glaube, wir gehen mal 21. So, hier. Schnabelgröße. Hättest du gern. Schauen so. Schnabel. Der Finger schief ist also. Schnabel runter. Quack, Motherfucker. Quack. Ja, das mit der Drehung ist scheiße. Kann man da Zahlen eintippen? Ja, kann man. So, ein bisschen seitenversetzt. So. Trapjaw war das. Der Saufbruder weiß das schon hin. Ich bin mir auch ziemlich sicher, der Chris. Stimmt, der Skeletor hat auch so einen Unterkiefer. Es kann Skeletor-Visionen geben mit so einem Unterkiefer. Das ist absolut richtig. Aber den meine ich nicht. Das war einer von seinen Lakaien. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Aber da glaube ich, am Saufbruder jetzt einmal Trapjaw hört sich schon so richtig danach an. Als das passen. So, also wir schauen mal schön retarded aus, das ist gut. Hier Flügel, Flügeltypen haben wir auch noch. Das ist ein größerer Charakter, ey, Tito wie ein manch AAA-Game. So, was haben wir da? Oh, Handschuhe, okay. Boxhandschuhe. Schau so. Wir schießen nicht, wir schlagen mit Leuten zusammen. So, da, hier. Fall ich nicht mehr Boxhandschuhe, was darf man sonst? Den machen wir Fire out. Wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich eine Flügelgröße. Es ist so geil. Nein, ganz kleine Hint. Wir haben noch ganz kleine Hint so. Schauen so. Wir haben so hochgradig sexuell, ist es Wahnsinn. Schnabelhöhe, unten, Birger ganz. Oh shit, Kreitelbart, da hast du absolut recht, hätte ich selber draufgeben müssen.
sag's es ist, ich hab's nicht aus, ich hab nicht drüber nachgedacht, weil man denkt, so weit werde ich nicht runtergehen. Das ist der Siemens Luftschnabel, ist das. Den lassen wir so, aus gewissen Perspektiven sagt man nicht, dass er nicht da ist. Oh, aber warte mal, Schnabelposition? Oh ja. Ist er Links- oder Rechtsträger? Weiß ich nicht. Nehmen wir schon ein bisschen nach links, da so. So, schauen so. Oh ja. Steffi, ich brauche schnell einen Screenshot von ihm. Sie wissen schon. Wir müssen nächstes Jahr wieder was zeichnen. So. Der Flügel. Schwanz! Schwanz! Haben wir einen Schwanz, du mir? Oh. Das ist der. Einfach ein Knopf. Was ist? Naja. Oh, was war denn das? Anspackern? Und das Anspackern? Oh. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Tut mir leid, ich liebe es. Es ist so geistig behindert. I fucking love it. So, hier, Kralle haben wir auch noch. Das sind unsere Fusis wahrscheinlich. Und, ja, haben wir High Heels auch. Ja, geil, knocker die Füße. Schon so, wenn das kein nicht ist. Escape from Retard off. Nein, da lassen wir die Gickelfüße, damit wir wenigstens irgendeinen Indikator haben, dass das irgendwann einmal vorhanden war. Ich bin's, die gelbe Ente. Aussehen, Daten kopieren. Was kann ich da jetzt damit anfangen? Aussehen, Daten anwenden. Bestätigen? Kann man dem einen Namen eingeben? Haben wir mir einen Namen? Ich tue es auf Bestätigen. Schau da noch. Schauen so. Bestätigen. Gib mir bitte. Was zum? Ja, genau, das ist meine Ansage. Was mir nicht gefällt, ist die Frisur. Ich habe nicht gemeint, dass die oben so riesengroß ist. Da müssen wir nochmal hin. Was zum? Gut, du kannst jetzt aufwachen. Nein, ich mag nochmal in Editor, lass mich nochmal in Editor! Wach jetzt auf. Nein, lass mich nochmal in Editor. Die Frisur. Okay, halt doch der Futzen. Lass mich die Frisur noch mehr ändern, bitte. Das ist groß. Ah, der Herr Hatschi ist gut. So. Lass mal Platten über das sein. Warte mal. Ja, das ist gut. Hier. Ja, am Nocken schon mal anrutschen. So, aufwachen, wird geladen. Im Rucksackbildschirm kannst du aufs. Der PC ist schnell, so schnell gar nicht drin. Haben wir jetzt Schwierigkeitsgrad ändern? Nein, mehr nicht. Move. Wie heißt die? Ich hab's da viel Schwierigkeitsgrad. Mr. King! Wo beziehungsweise kann man das Artbook noch vorbestellen? Chris, wenn du noch da bist, hau mir bitte einen Link in den Chat hinein, selbstverständlich. Bitte, danke. Sabrina Messer für den 250. Ich grüße einen Randsteinberni aus Nürnberg. Der Randsteinberni ist auch wieder da, oder was? Was Tolles. Hitbox sagt danke. Ja, es ist erst einmal die Frage, ob wir mir da überhaupt. Oh, aus der Gefängniszene rausgekommen. Nein, mit Ausrufezeichen Trachtmann funktioniert es nicht. Das Artbook ist doch was Gesondertes. Da haben wir 2 extra Links. Wenn wirklich alle Stricke reißen, gehst in was für ein Stream gestern? Letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch oder letzten Montag. Schaust einen Stream an, da haben die Links in der Beschreibung unten drin. Mr. King, Messer für den Zwickel. So, jetzt halt. Wach auf! Bist du schon wach? Du kennst mich noch nicht, aber ich beobachte dich schon seit Tagen, Bro! Ich setze einen gewagten Plan in Gang und brauche einen Partner. Ich glaube, du bist perfekt dafür. Aber zuerst musst du dich beweisen. Dein Test? Von hier abhauen. Kriegen wir hin. Alle sind mit ihrem Morgenkaffee beschäftigt. Perfekte Chance, um abzuhauen. Keine Sorge, ich habe ein paar Sachen für dich vorbereitet. What's up? Die Tür ist offen. Los geht's. Der Evakuierungspunkt ist gleich draußen. Oh, Maus sehen Sie ist ein bisschen ziemlich hardcore. Warte mal. Maus sehen, Zielempfindlichkeit. Du bist einmal auf 7,5 runter. So. Immer nur sauberznarisch. Auf 5 runter. Ein bisschen zwing, gefällt mir nicht.
So, ich muss sich gut fühlen. Ja, fühlt sich gut an. So, hier. Jetzt pass auf. Da ist der Hund. Was können wir mit dem Hund tun? Da. Warum hat denn eigentlich noch keiner geschrieben? So, ich gehe raus. Pfeil sagt da, ich gehe erst mit da. Weil warum nicht? Hallo? Gib mir mit meinem. Oh, was ist da? Spendenkiste. Spendenkiste. Oh, ich hab Gaby-Raum gefunden. Also, jetzt müssen wir mal ein bisschen langsam machen. Jetzt spielen wir mal gescheit. Kasper, grüß mal bitte einen Gerald von Plötze, meinen Lieblingsarbeitskollegen vom Nebenjob. Sag mal, ihr habt ja alle eigentlich verwandt da herin. Der einzige Inzestverein. Kasper, merci dir für den Euro. Herr Mr. Plötzen, schöne Grüße vom Kasper. So, was ist das? Aber wir haben ja wirklich so einen kleinen Hundebegleiter dabei, ist voll geil. So, Karotte. Karotte 0,1 Kilogramm, frisch und nahrhaft. Energie 20, Hydration 10. Nachtsicht? Das ist schon wieder gut. Wenn Gaby-Ruhm frisst, ist ja bekannt, dass dann Augen besser werden. Dann kriegst du drin Night Vision. U benutzen, X droppen, rechte Maustaste Menü benutzen, markieren. Was passiert? Markieren. Ja, das sind so Favorite Items. L Sortierung, sperren, entsperren, N markieren. Okay. Und looten, Doppelpunkt. Wenn ich einmal draufklicke, frisch und nahrhaft, verfügbar, Effekte, Nahrung. Ja, haben wir schon. Was ist unser Inventar? Das ist anscheinend unser Gear. Wir haben nichts an, das ist unser Inventar, das sind Quickslots. Was haben wir da? Status, es gibt Lebenspunkte, es gibt Ausdauer, es gibt Hunger und Hydration, die langsam abnimmt. Genau wie in Tarkov auch. Und dann ein Haufen Stats. Erlittener physischer Damage-Multiplikator, bla 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 bla. Das ist alles wurscht, läuft. Das schaut mir nach Quests an, hätte ich gesagt. Dann gibt es eine Map. Die ist wichtig. Kartenmarkierungen, kann man selber sitzen, sehr gut. Die ist ja nicht recht groß. Dann haben wir da, oh, es gibt Schlüssel. Die werden wir finden müssen und haufenweise Notizen. Ja gut. Jetzt gehen wir mal da oben auf, wo er gesagt hat, wo wir hingehen sollen. Sehe ich, wo ich bin? Ja. So, wir gehen, nein, halt, stopp, da geht's unten noch weiter. Map! Was ist das so? Na, da geh ich nicht hin. Dann, oh. Ah! Wie, die schmeißen sofort mit Granaten! Wir haben aber in Ah! Da, ah! Nein, wir wollen nicht sterben! Gib mir irgendwas zum Schießen! Ja, wir schießen! Wo ist er? Oh, da muss man sogar mit Rechtsklick zielen. Wo ist der? Wo ist denn der Huren? Der wird da hinten mit Granaten und ein bisschen so. Ah! Wo ist er? Spinnst du, oder was? Ich mag keinen Sechser davor stehen. Wieso geht denn jetzt der Counter nicht mehr? Wieso geht denn mein Counter nicht mehr? Das können wir so nicht stehen lassen. Merkt euch einmal +1. Merkt euch einmal 592. Der Tiefcounter geht. Es kotzt mich so an. Was ist mit, oder? Erzähl einfach nicht mehr! Wir wissen es nicht! Wahrscheinlich hat sich der Elgato Stream Deck Idiot über denkt, ja, jetzt machen wir eine Paywall hinter den Counter. Ich glaub, dass du einen Vogel hast, du Vollidiot. So, hier weiter. Gestorben haben wir. Tot? Keine große Sache. Nein, sag ich. Gefühlt zweimal geschlagen, ich nicht mehr, aber du kannst mir mal anschlecken. Oh! Man kann seine verlorenen Gegenstände looten. Pistol. Aha. Ein paar Schuss. Verband. Was zum Gondeln. Ist da jetzt noch mehr Loot drin? Schau her! Das war pure Absicht. Jetzt haben wir nämlich doppelten Loot, meine Damen und Herren. So, habe ich jetzt auch 2 Pistolen zum Schießen? Ich finde cool, dass man sogar sagt, wenn er eine Pistole in der Hand hat. Da habe ich jetzt eigentlich nicht damit gerechnet. So, was haben wir da? Muni-Typ nicht gesetzt. Was heißt das? Rostmuni? Verstehe ich nicht, aber gehen wir mal weiter. Oh, da ist eine kistige Kiste. Alles weggelootet. Mülleimer. Oh, das wird also aufdeckt, wie es in Tarkov ist. Mittlere Waffenteile. Bessere Waffenteile zur Herstellung einer größeren Auswahl an Schusswaffen. Ja, das erinnert mich ein bisschen an Ark, das gibt's da auch.
Was ist da los? Da vorne ist ein Wachmann. Er rüstet deine Waffe aus, bevor du losgehst. Wenn der wieder mit einer AK auf mich schießt, dann flippe ich aus. Nach dem Ausrüsten drücke 1 oder 2 zum Waffenwechsel, drücke R zum Nachladen. Drücke die Leertaste, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Mach es. Weiche aus, wenn du den roten Blitz siehst. Oder machst du... Wie geil er aus den Kickers reißt. Stark. Stark. Loot. Oder? Polizeischlagstock. Den nehmen wir gleich mal mit. Weißer Laborkittel. Was kann der? Körperpanzer plus 0,25. Rucksackkapazität plus 2. Ah, okay. Ja, gut, macht Sinn. Das ist in Tarkov und Arena ist das auch so, dass gewisse, also nicht nur der Rucksack gibt dir Inventarplätze, sondern halt auch ein Brustpanzer, Jacken, was weiß ich, was alles für Jacken, was labert die für ein Kack, es gibt keine Jacken. Ist egal. Das ist da nicht so detailliert, dass man das dann auch nur da hinziehen kann und so, sondern es werden im ganzen Inventar Rucksack einfach nur diese Sachen dann hinzugefügt, das passt schon. Was haben wir da? Schwarzrandbrille. Strahlt eine wissenschaftliche Aura aus. Sichtweite minus 25%. Wieso soll er denn das aufziehen? Wieso soll er denn das da? Kannst du mich mal gerne haben. Was ist im Mülleimer drin? Gut, die Mill. Nehmen wir natürlich schon. Looten. Ein paar Schuss looten. Warum nicht? Lesen. Sicherheitsschießhandschuh. Handbuch. Entschuldigung, nicht Handschuh. Um die Sicherheit zu verbessern, trainiere nach diesen Tipps. Erstens, halte die rechte Maustaste gedrückt, um genauer zu zielen, okay? Ziele auf den Kopf des Gegners, um einen tödlichen Treffer zu landen. Du möchtest doch mir nicht verzeihen, dass die Scheiße wirklich Headshots hat. Du möchtest doch mir nicht verzeihen, dass das wirklich Headshots hat. Vor allem, was mir ein bisschen irritiert ist, man sieht seinen Schuss nicht. Und auch von den Gegnern habe ich jetzt keinen Schuss gesehen, oder ich bin blind, das kann natürlich auch sein. Gut, weiter geht's. Wir müssen mal extracten. Sieht aus, als hättest du einen ersten Gegner erledigt. Gut gemacht. Wichtiger Tipp. Rechte Maustaste gedrückt halten für besseres Zielen. Schnapp dir die Medikits in der Kiste, heile dich und weiter geht's. Easy going, ich brauch mich nicht heilen. Oh, ihr seht meine Lebensleisten nicht gescheit gehen. Ja, aber das muss klar. Wenn's da keinen roten Balken mehr seht, dann bin ich fast hin. So, hier, was haben wir da? Mehrverbände und Aspirin. So, und jetzt irgendwelche... Oh, und das muss ich mir erst gewohnen, dass man nur im Sichtkegel halt auch was sieht, weißt du schon? Da hinten haben wir noch nicht genau gesehen. Oh, der schießt zurück. Wo ist denn? Peak. Wer Peak verliert, hat's geheißen. Oh, der tut ganz schön weh, der kriegt sich fix. So, wie nimmt man sowas her? Rechtsklick, benutzen. Verband heilt mich. Was ist wir da drin? Tun wir im Verband da oben. Dringen der mir auch gleich mal was. Mir nichts passiert, unser Hydration schaut nicht so gut aus. Das ist das Symbol da. Und dann gehen wir da rein, da gibt's Loot. Das Spezi aber gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Spezi ist sehr kreativ. Was haben wir da? PM. Eine leichte, einfach zu tragende Dienstpistole. Gibt es so Damage 12,5. Was macht unser Schaden? 11. Ja, das ist perfekt. So. Was die zwei schwarzen Punkte da interessiert, darf mich nur interessieren. Wahrscheinlich haben sie Attachments. Also sie ein Visier für genaues Ziel und so. Da bin ich auch noch sehr gespannt, wie sie Attachments, also ich gehe schwer davon aus, dass es Attachments gibt. Wie Visiere, Jokes, Buttstocks, Griffe oder was weiß ich was, wie sie das aufs Waffenhandling auswirkt. Und nicht bloß ein größeres Magazin, das war's dann, sondern ob der Recoil besser wird und was weiß ich. Aber da werden wir eine Zeit alleine spenden müssen, bis wir das merken. So, jetzt looten wir erst einmal die zwei Huren da. No, der Glock. Das ist eine Glock, die Klick, weißt du. So, was haben wir? Weißer Laborkittel. Ich weiß gar nicht, was ich alles mitnehmen soll. Ich nehme volle Munition. Munition und Waffen. Ich brauche nur Munition und Waffen. Da gehe ich. Oh, die ist fast kaputt. Kann man die entladen? Oh! Schau hier! Oh, das ist detaillierter gemacht, als ich das dachte. Was schmeißt man da jetzt weg? Irgendwann, die scheiß Brühen braucht kein Mensch! Droppen! Nehmen wir das mit, das ist wahrscheinlich wertvoller. So, hier, weiter geht's. Ich finde da geil, dass man Steps hört. Vielleicht soll ich die einfach mal ein bisschen mein Maul halten. Drücke Shift zum Sprinten. Achte auf deine Ausdauer. Verlassen. Ach du Scheiße, es geht noch weiter. Irgendwann, wir haben erst ein Tutorial. Was heilt ich mal? Okay, was passiert, wenn ich da drauf schieße? Nichts.
Okay, Nolan. Es spielt sich wirklich super cremig. Also die Steuerung ist sehr direkt. Gefällt mir gut. Oh, das ist der Extraction-Punkt. Was ist das da? Kann man nichts machen? Ich habe eigentlich ein absolutes Pimmelgespräch erwartet. Da weiß das richtig weit. 45 XP haben wir da gekriegt dafür. Bin ich noch gespannt, was wir für ein Level abkriegt. Ach du Scheiße, es ist besser, diese gewöhnten. Hier, so schnell kann ich nicht drin. Muss ich gleich mehr auf 50 Jahre dran. So, was haben wir da? Schlafen, Zeit überspringen, nix da. Lesen. Versteckte Notizen. Dieser Ort ist leer, aber er eignet sich gut als Versteck. Ich habe etwas Basic-Ausrüstung hergebracht, immerhin ein Anfang. Hoffentlich kommen wir hier heil raus. Ich habe jemanden angeheuert, der kompetent aussieht. Zeit, ihn zu testen. Wen hast denn du getestet? Mann, wenn die Musik noch leiser, bist du besoffen, hat das überhaupt irgendeine Auswirkung gehabt jetzt da? Haben wir schon da? Was kann man da? Nächster Titel, vorheriger Titel, was haben wir da? Bauen. Ach du Scheiße. What? Okay. Wird zum Herstellen, Werkbank, wird zum Herstellen, Zerlegen von Gegenständen, Reparieren oder Registrieren von Bauplänen verwendet. Ich habe noch nichts, das brauche ich da. Holz. Oder Holzbrillen braucht da ich. Aha, was haben wir da? Gesicht anpassen. Mir gefällt nicht, wie dein Gesicht aussieht. Was ist denn das? Spezi. Köstlich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss unser Behinderten-Dasein, ich muss unseren Kopf kleiner machen, weil wir kriegen nur Headshots. Das hilft jetzt nicht, Kinder. Das hilft jetzt nicht. Kopfgröße. Randsteinbeine, die habe ich komplett übersehen. Sorry, ich hoffe, du bist da mehr als für den Zwickel 50. Mach ich bitte einfach Kopfgröße 1. Ja? So, hier Kopfhöhe. Muss man auch einigermaßen Kopfform, gib mir ein runden Ding, damit wir einigermaßen nach irgendwas ausschauen. Der rote Arsch bleibt. Der rote Arsch bleibt, das können wir so lassen. Unser Retardness bleibt da. Der Schnabel. Ganz ehrlich, unterm Laufen macht mich. Jetzt steht der Schnabel ja nicht mehr davor. Wollte ich gerade sagen, das macht mich nämlich fertig, wenn der scheiß Schnabel da irgendwo in der Luft hängt. So kann man lassen. Geht der Schnabel vielleicht noch weiter oben? Schnabelposition? Nein, das ist ja Schnabelhöhe. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal, wie schnell und langsam, dass ich den Schnabel von A nach B schiebe. Es ist immer geistig behindert und lustig. Da. So, hier. Los das so, weil er ausflippt. Los das so, weil er... Alter, ich hab sogar... Man sieht am Model sogar den Kittel. Wie gut ist denn das? Wieso? Okay, ich hab mit nicht so viel Detailreichtum gerechnet. Jetzt wird mir jetzt schon langsam klar, warum das Spiel da ist, wo es ist. Die Frage ist jetzt halt... Oh, Steuerung. Schießen, zielen, sprinten, ausweichen, Rucksack. Nachladen, Ansicht wechseln? Ah! Das wollte ich nicht. Ansicht wollte ich wechseln. Ist es vielleicht auf Z? Ah, okay, da gibt es eine richtige Top-Down-Perspektive. Nein, die gefällt mir nicht so gut. Waffe wegstecken auf C, bin ich dann schnell? Nicht wirklich. Fotomodus? Kann ich... Ich möchte zoomen. Scroll Y. Ah ja. Look at us. Look at us. Schauen Sie. Wären wir so wunderschön. Q, runter. Mit ein bisschen rauszoomen. Ich muss weiter runter. Runter. Ja. Schauen Sie. Herr Biermann, die sei verziehen. Schauen Sie. Wir schauen aus wie ein verrückter Professor. Ich habe ein Foto aufgenommen. Ich weiß nicht, für was das ist, aber wird schon passt. So, was müssen wir denn da? Das schaut mir nach Schießstand an. Sehr gut. Geht da mal Munition flöten? Wahrscheinlich schon. Ich habe allein schon 10 Screenshots bloß vom Editor. Oh, wen haben wir da? Hey, du bist endlich wach. Hey, schau hier, normale Anden, der einigermaßen normal ausschaut. Der Jeff, er heißt Jeff, wie auch sonst. Da du neu hier bist, muss ich dir zuerst ein paar Dinge erklären.
Ich kümmere mich um die Logistik und alles andere da draußen liegt in deinen Händen. Okay. Dies ist das Lagerhaus. Hier kannst du alles aufbewahren, was du findest. Dies ist die Konstruktionstafel. Von hier aus kannst du Einrichtungen bauen oder zerlegen. Wir haben ja noch nichts. Das ist der Verkaufsautomat. Die Auswahl ist nicht groß, aber du kannst dir auch unerwünschte Gegenstände verkaufen. Das ist, nun nennen wir es einfach den Verstärker. Finde die richtigen Materialien und es wird dir deine Fähigkeiten verbessern. Allerdings könnte es einen kleinen Preis haben. Das ist der Bunkerausgang. Von hier aus wirst du aufbrechen. Wir haben ja nichts. Wir haben momentan nicht viel, also bring so viel zurück wie möglich. Das kriegen wir geregelt, Chef. Bevor du losgehst, vergiss nicht, ich habe einige Aufträge für dich. Quests gibt's auch noch! Spinnst du? Sammle 2 Holzstücke für eine Werkbank. Pass auf, es gibt Gegner in der Nähe. Wenn du alles hast, check die Konstruktionstafel neben dem Verkaufsautomat. Die Belohnung liegt im Lieferschließfach. Ziele, baue Werkbank, gibt eine fette Erfahrung und gibt Belohnung und es gibt eine Währung. Also es gibt ein Geld im Prinzip, mit dem man wahrscheinlich dann Sachen kaufen kann. Hier annehmen, kann man so viele Quests annehmen, wie man will, ja. Ohne Kohle überlebst du hier nicht. Ich gebe dir etwas Startkapital. Geld, das ich 2 Monate gespart habe. Aber zuerst musst du dich beweisen. Geh raus, leg irgendeinen Gegner... Entschuldigung, überleg über irgendeinen Gegner um und komm lebend zurück. Am schnellsten geht's durch die Bunkertür. Kriegen wir hier, Jeff, das kriegen wir mir gebacken, du. Was ist das da hinten gleich wieder? Lagerhaus. Ja gut, stacken wir das einmal, das der wir um, wir gehen natürlich mit der Klick. Ist das der Zustand da, dieser kleine Balken? Sehen wir mir irgendwo leicht, super zuverlässig und mit fettem Magazin. Bei den Enten mega beliebt. Das geht sogar so weit, dass es eine ADS-Zeit gibt. Achtung, 5 Noob-Sekunden, was ist eine ADS-Zeit? Nehmen wir mal Battlefield, jeder kennt einen Shooter. Da kannst du per Hipfire schießen, also ohne O zum Lenken. Ja? Dass du Kimmy und Korn sagst, das ist ADS. Von Hipfire zu Anlegen ist die ADS-Zeit. Nachladezeit, Magazinkapazität, Munitionsgeschwindigkeit, Reichweite, Crit Damage Multiplier, Geräuschreichweite, Bewegungsgeschwindigkeitskoeffizient. Leck mir am Arsch. Ich sehe Glock, ich sperr Glock. Die hat 11 Damage, die hat 14. Und ist fast hin. Oder was bedeutet denn der blaue Balken? Ich sehe da noch keinen Zustand. Schaut aber so ein bisschen aus, als wäre es ein Zustand. Sind wir in Entenhausen? Warum heißt die Währung nicht Taler und Kreuze? Sind die scheinbar der Entwickler wahrscheinlich Chinesisch. Mr. Bierman! So, 2,5 Stunden scheiß Server debugged, jetzt werden sie 3 wohlverdiente halbe eingehandelt. Die hast du wirklich verdient. Ich kann ungefähr grob einschätzen, von was du redest. Zitronenbaum! Jetzt für den Zügel. Klick im Inventar mal auf eine Waffe. Im Inventar mal auf eine Waffe. Der Speckmeister hat schon wieder Playtime. Ich seh schon. Nein, das war der Zitronenbaum, Entschuldigung. Merci für den Zügel, merci für den Hinweis. Randstadt Berni, merci für den Zügel 50. Quack, ja, nein, grüß mir Zaps aus Nürnberg zurück, ist ja klar. Merci dir. Speckmeister 1140 Leute und nur 88 Likes, schämt euch. Speckmeister drück mir auf F5. Der Rest drückt auf den Like-Button. So. Okay, verstehe. Das ist schon reparierbar. Kann an der fortgeschrittenen Werkbank repariert werden. Das ist natürlich kacke. Die nehmen wir nicht mit. Wir nehmen die mit. Glock lassen wir da, wir nehmen die mit. Ich muss klauen. So, das wird schon klauen. So, das nehmen wir mit. Nachtsicht brauchen wir nicht. Schuhe nehmen wir alle mit. Wir sterben sowieso nicht. Aspirin. Ein leicht dosiertes Medi, das HP gibt und Schmerzen wegmacht. Es gibt sogar Statuseffekte wie Bleed wahrscheinlich und so. Also Blüten, du bist verletzt, kannst nicht mehr so schnell. Das war okay. Was zum Ficken, ne? So, mit dem Equip gehen wir rein, das muss klar. Pimmelt man nicht lange umeinander, raus aus der Bude. Jetzt wird gelootet und geblutet. Wenn uns die wieder one-shotten, dann müssen wir den Schwierigkeitsgrad auch wieder. Treffer verursachen Schmerzen ist da unten gestanden. So, here we are. Kann ich nicht einfach wieder in meinen Bunker zurückgehen? Was ist das da? Hey, warte mal, der Jeff schon wieder. Wenn du zurück willst, kannst du von hier aus zum Bunker zurückkehren. Und wenn du weiter draußen bist, such einfach nach grünem Rauch. Das bringt dich auch zurück. Also, los geht's. So, Map. Gibt's da einen Fog of... Alter. Okay. Kann ich da irgendwie einen Punkt setzen? Kartenmarkierung? Das machen wir jetzt, wie machen wir das? Das machen wir so. Kartenmarkierung? Wie tue ich eine Kartenmarkierung? Wo steht's denn? Irgendwo steht's doch immer. Rechtsklick auf die Karte und markiere zu setzen.
Mag ich nicht so ganz. Also, ja gut, dann geht das da über. Warte. Habe ich sowas wie einen Kompass? Nein, hab ich nicht. Na gut, dann, here we are. Es ist so eine ultra easy, einfache Grafik, aber wirklich knuffig gemacht einfach. Und trotzdem so viel Spieltiefe, dass ganz aus ist, bis jetzt zumindest auf den ersten Blick. Und das mit dem Sichtfeld muss ich mich noch gewohnen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man ein bisschen deutlicher darstellen. Dass ich hinter mir gerade nichts sehe, aber hier Steps. Oder ich fange jetzt schon Schleicher, aber das ist ein PvE-Spiel, was tue ich nie? Was ist denn? Was? Hier, hier. Wo ist er? Da. Wie weit senken die? Das muss man auch erst einmal herausfinden. Die versteckt mir zumindest Stauen. Sagt er mich da? Jetzt geht noch mehr aus der Huren. Oh, hier, nur ein Steppen. Okay, alles klar. Immer erst. Oh. Gib mir mal die Pumpgun! Kleiner Stein. Weil ich nicht mehr alles mit, ich kann eh alles brauchen. Super, bin voll, herzlichen Glückwunsch. So, Vollsprint. Der Shotgun Sepp. Ja, Neumann. Aber wo waren der? Da auf der anderen Seite hin. Oh, was ist das? Das ist ein Gickerl! Das ist ein Küken! Datenbox. Jetzt kommt die Datenbox. Bauplan. Da kann man was droppen. Du mit Stor weg! Droppen, Bauplan mitnehmen. Haben wir schon drin. Ah! 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 Ich mag einen Hund nicht erschießen. Ich mag einen Hund nicht erschießen! Und nicht einmal Loot! Dein Pet kann auch... Stimmt. Oh! Ist es gegebenenfalls der Security-Container? Kann das sein? Dass wenn wir sterben, bleibt das Item übrig, so wie es in jedem Extraction-Shooter sowas gibt? Okay. Okay. Du wirst doch mir da nicht gerade Singleplayer-Spiel herscheißen, das ich aufstream weiterspiele? Spinnst du? Nahrungskiste, Whisky, den kann ich nicht stehen lassen. Entenei, kann ich nicht stehen lassen. Hier kann man Items stacken, ne, kann man nicht. Hier benutzen. Ich friese mir einen Lolli, warum nicht? Oh, jetzt pst. Komm mal, geh. Na. So. Woher hat denn das jetzt gewusst? Schubladenase? Alter, wie gut! Kann man stacken? Bargeld! Ich brauch Bargeld! Ich brauch Bargeld! Was ist mit Schraube? Ich weiß ja gar nicht, was gut ist und was nicht! Schmeiß mal einen Whisky weg, das hilft jetzt nicht! Bargeld wichtiger! Boomstick Regel, as always! Das ist absolut richtig. Oh, was kann man da eigentlich noch tun? Loot anheben. Und dann? Und dann? Kann ich es verstecken oder was? Kriegen wir schon. Wir haben ja gestopft voll. Müssen wir eigentlich schon wieder zurück. Ein Pappkarton in angemessener Größe. Effekte Tarnung 200 Sekunden. Das mag ich jetzt ausprobieren. Metallplatten nehmen wir mit. Haben wir sowas wie ein Gewicht? Ah ja, da oben. 10 von 45 Kilo. Wie soll denn ich da 45 Kilo einräumen? Bist du besoffen? Da brauchen wir Holzlatten, hat's geheißen. Was ist da los? Tempo! Hast du Brot? Ich hab leider kein Brot. Merci dir. Das geht, Alter! Wo? Möchtest du mir erzählen, da rennen NPCs auch noch umeinander, die gegeneinander schießen, oder was ist da los? Da drüben ist heiß. Ich hab's schon gesehen, ich hab's genau gesehen. Wenn ich ziel und gehe, dann ist er so ein bisschen...
Also dann hört man keine Steps von mir, dann glaube ich. Schlüssel, ich brauche Schlüssel. Ich brauche alles. Bruder, ich brauche alles. Ich weiß nicht, was ich weg da soll. Ich brauche mehr Kapazität! Schlitzschraubendreher. Was weiß ich, tu einen Weg, braucht kein Mensch, find mir wieder. Tu den Schlüssel her jetzt. Verblassende Feder. Fühlt sich an, als würde sie bald verschwinden. Steht aber Spezialdoten. Werkzeug, Medi-Vorrat. Ja, saufen wir unsere Mille. So, hier, Schlüssel mitgenommen. Was hat man sonst? So. Und jetzt gehen wir wieder heim. Ah ja, Mikro. Entschuldigung, Agent, hast du absolut recht. Ich seh schon. Kann schon viel gesehen, du Huren. Jetzt fühlt sich aber auch ultra satisfying. Oh, den in die Fresse zum Ballern. Das ist schon lustig. Die Federn sind wichtig. Okay. Werden wir das herausfinden, also um Gottes Willen. Wahrscheinlich ist ja jetzt Item früher oder später wichtig. So ist es mir am Anfang in Arc gegangen. Ja, weiß ich teilweise jetzt noch nicht. Oh Gott, so ist Dissen, so ist Victor, so ist Verkaufer, keine Ahnung. Oder das spielt sich voll super. Ich gebe dir eine. Jetzt will ich Sachen abliefern. Ich meine, was soll das? Da komme ich keine 5 Meter weit. Weiter. Na, Holz hätten wir braucht, gell? Ja, scheiß drauf. Geschissen drauf. So, hier. Jeff! Gib mir XP! Läuft. Startkapital. Aus Nullpunkt, ja, haben wir. Abschließen. Alles abholen. Hier, Basic Construction, können wir noch nicht machen. Verfügbar, Pfad des Jägers. Töten, wütender Plünderer, 2 getötet. Senden, Metzgermesser, 2-mal im Besitz. Und dann kriegen wir Metallplatten, Mudern und Schrauben. Annehmen. So, jetzt gehen wir aber ganz furchtbar schnell ins Lagerhaus und der wir den ganzen Bums. Alles weg. Wir brauchen nicht mehrere Waffen, wir brauchen nicht mehrere Waffen. 2 Munitionsarten, Bargeld weg, wir brauchen das ist gelangt. Ah, das gelangt, dann nehmen wir noch einen Millimit und fertig. So, sofort wieder raus. Keine Zeit zu verlieren, Freunde der Sonne. Hey, ich muss ganz ehrlich aus dem Stand sagen, Bruder, mit dem habe ich vorhin nicht gerechnet. Hat der Hund nicht auch eine... Oh, scheiße, stimmt. Scheiße, den habe ich vergessen. Warte, wir können nochmal schnell runtergehen. Ist das die einzige Map, die es gibt? Hat mir ein wenig wundern bei dem Umfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Upline-Einlagen habe ich übersehen. Steffi übersehen. Habe ich eiskalt übersehen. Irgendwie, was da? Die Nacht bricht um 22 Uhr ein. Draußen wird es gefährlicher. Du kannst die Zeit im Bett verschlafen. Gut, es ist jetzt schon knapp. Kurz vor knapp. Also pass auf. Bauplan. Was kann ich mit dem Tor markieren? Aber da werde ich wahrscheinlich an die Werkbank hin müssen, damit ich den. Oh, was ist denn da hinten für eine lustige Luke aussteigen? Was ist das? Was ist das? Verblassende Feder. Fühlt sich an, als würde sie bald verschwinden. Da brauchen wir 8D, dann kriegen wir da irgendwas. Deswegen hat jemand geschrieben, das ist wichtig. Staudi! Hey Chef, zieh dich bitte ein bisschen auf, dann sind wir die Lebensleisten. Blödschiss nicht vergessen, Dankeschön. Ich muss auch ein bisschen weiter nach links. Machen wir es so. Ist das akzeptabel? Ist das akzeptabel? Das ist doch ein netter Kompromiss. Hä? Netter Kompromiss, da hinter mir steht nichts. Da steht bloß, wo wir sind, da steht Basis. So, muss gegangen. Was haben wir da? Das Boot. Zur Farmstadt, Kosten-Fährticket, Kosten-Herausforderungs-Fährticket. Ach du verfickte Scheiße, da gibt's Tickets für andere Maps oder was? Die Fischvielfalt hier ist zu begrenzt, ich komme nicht wieder. Keinen Fang verpassen, weiter so. Was? Was? Bunker verlassen, der Kanaldeckel scheint fest zu sein. Okay. Ja, schaut mir ein bisschen nach irgendeinem Progress-System an, da haben wir noch nichts verloren wahrscheinlich. Sag mal, wie viele Stunden kommen in dem Spiel versenken? Bist du eigentlich besoffen? Wir gehen jetzt looten und bluten, Kinder! Wenn Nahkampfgegner rot aufleuchten, ist es Zeit für eine Ausweichrolle. Das kriegen wir hin. Das haben wir schon gelesen, glaube ich. Haben jetzt die Gegner wieder da? Der Loot ist wieder reset? Anscheinend. Dann gehen wir diesmal da. Was ist das? Das ist was Blaues. Muss man da irgendwie. Oh, das. Ja, meine jahrelange Gaming-Karriere hat mich gelehrt, dass man da Bomben healen muss. Wenn ich sonst nichts weiß, aber das weiß ich.
Werkzeugkiste, Metallplatten, schon noch nie geschaut, Nagel auch nicht, alles wird alles. Ah, halt, stopp. Scheiße, wo kann man das gleich wieder lesen? Tipps zum Plündern. Pack dein Zeug und geh nach Hause, wenn du genug hast. So vermeidest du Fehler. Wenn du nicht gierig wirst, kommst du immer mit etwas zurück. Heute 2 Äpfel gefunden, fühlt sich gut an. Was man das nennt? Gier 4 und Greed. Ja, Greed. Schau aus, da die Greedy sein. So, hier voll, wo haben wir denn überhaupt? Das ist der Waldweg. Kleiner Berg. Straßenlager, Home of the Fitness Fanatic. Oh, hier Steps. Da bloß ein Hammer. Vollidiot, mit dem Hammer zu einer Schießerei. Was haben wir da? Tagebuch des wütenden Plünderers. Solange wir alle zusammen angreifen, hat niemand eine Chance. Wenn unsere rote Leuchtrakete hochgeht, rote Rakete, ist das unser Signal zum Angriff. Wenn sie nicht mit der Leertaste ausweichen, reicht ein Schlag und sie sind erledigt. Niemand ist besser als wir. Fantastisches Gefühl. Ich verstehe nicht. Naja, oh, Rudi Fassel. Ist das ein Boss? Wo ist er? Jetzt zu mir. Bring da mit der Schrotflinte rein, du Huren. Oh, da ist er. Ja. Nimm doch mal. Oh, da gingen mehrere. Ah! Ah! Oh, keinen Schaden gekriegt. Absolutes Pro-Gaming. Alter, das ist dermaßen großer Hammer. Meine. Oh, und ein Holz hat er dabei. Na, weißt du was? Wir nehmen das Ding einmal mit. Ah, ich seh schon, da muss man wieder Fokus. Was ist das? Was? Warum ist das weiß? Möchtest du mir erzählen, du hast dann eine prozentuale Chance, dass du in Deckung gehen kannst? Was zum Fick? Es deckt sich ziemlich gut, kann aber kaputt gehen. Gibt Deck. Also wie geil ist denn das bitte? Geht das da auch? Na, da kann man natürlich nicht drüber schauen. Dann müssen wir den noch looten. Ein Metzger sein Messer. Das haben wir so mir. Da, das zweite Holzding, das. So, da looten wir jetzt noch schnell durch. Dann können wir sowieso sofort wieder rausgehen. Nächste Quest-Nummer und weiter geht's. Oh, was ist das? Eine Dose Bohnen. Oh, da sind Medics drin. Ja. Dann nehmen wir lieber das mit und das mit. Das ist mir 100-mal wichtiger. Ah, Medics, das ist immer. Oh, falsches Ding. Fabrikbüroschlüssel, den haben wir jetzt schon den haben wir schon zweimal, glaube ich. Der liegt wahrscheinlich auch in jeder. Das stinkt nach Waffenkisten. Das ist eine Skibrille. Kopfpanzer plus 03. Ja, geilo! Schauen so. Was ist das? Datenbox. Bauplan! Den nehmen wir gleich mit zum Hunde. Den habe ich gewartet. Dann können wir uns eh. Game's good. Okay. Ich habe einfach damit gerechnet, dass wir einen absoluten Blödschiss vor uns haben. Es schaut nur doof aus, aber es ist voll gut. Oh Gott, es ist 3 Minuten vor 10. Was passiert um 10? Um 10 wird's finster, hat's geheißen. Wir müssen nach Hause! Es wird bald dunkel. Was? Was kommt? Nein. Ich weiß nicht, was passiert. Ich hau ab. Ich laufe jetzt da so und ab nach Hause. Was für Spinnen, Alter! Ich mag's schnell sehen. Oder bringt mich die um? Ich hör schon irgendwas steppen, das sich nicht anhört wie ein Gickerl-Step. Hashtag Gickerl-Step. Ab in den Chats. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich schleich mich, ich mag's gar nicht rausfinden. Geh weg! Geh weg! Zero Tipp! Kein Sechser steht vorne dran dieses Jahr. Also 600 Mal im Jahr sterben. Das ist ein Tipp per Tag. DPD von 2, ja, fast 2. Gut, den Gickerl-Step. Das ist übrigens der kleine Bruder vom Gickerl-Sepp. So, Verbände rein, Mille eine, Metallplatten eine, das eine. Oh, großer Hammer? Ah, den können wir mitnehmen. Zeit jetzt zum Gewicht? Dann muss ich nicht schauen. 7,4, 14 Kilo. Das ist ein Besucher, der braucht kein Mensch nicht. 200 davon waren eine Flasche. Ja gut, das stimmt. Was ist das? Wasp. Abholschließfach. Keine Lieferung für dich. Okay. So, hier Quest abgeschlossen. Läuft. Basic Construction. Pfad des Jägers. Senden. Metzger senden. Metzgermesser. 2-mal im Besitz. Also das muss ich 2-mal looten dann, oder was? Und nehmen wir das einmal.
das nehmen wir auch mit. Na, jetzt pass auf. Ach, das brauchen wir zweimal. Ja gut, dann müssen wir noch mehr dahinter in das Lager. Das hilft ja sowieso nicht. So, was war das andere? Baue Werkbank. Da bin ich jetzt gespannt. Werkbank. Wird zum Herstellen, Zerlegen von Gegenständen, Reparieren oder Registrieren von Bauplänen verwendet. Ja. Das, oh ja. Es hat sogar ein Bausystem in deinem Lager drin. Okay. Das bauen wir halt einmal. Wo bauen wir denn das hin? Das bauen wir halt direkt einmal da jetzt. Kann man das nur verschirmen? Ja, wird schon passen. Schlüsselregistrierungsgerät. Nach der Registrierung eines Schlüssels kannst du die entsprechende Tür öffnen. Das verstehe ich noch nicht ganz. CD-Laufwerk. Das markieren wir mal. Was haben wir da? Leiterplatte markieren wir auch mal. Mit einem Herzl. Alles, was wir brauchen. Inventar voll. Halten zum Einklappen. Ah! Ja, gut. Man kann es noch verschirmen. Wunderbar, das passt. Das ist unser Gate. Okay, here we are. Was kann die Werkbank? Halt, stopp. Bauplanforschung. Was ist das da? Rezept registrieren. Na, dann holen wir mal unseren Bauplan da raus. Bauplan 1, Bauplan 2. Haben wir gar nicht geschaut, was es überhaupt ist. Herstellen, Schaufel. Was tue ich mit der Schaufel? Plastikfassel. Was kann man da? Ein mit Benzin gefülltes Plastikfass. Kann man das in den Haufen schmeißen und draufschießen? Münzschnur. Ich möchte übrigens kurz mal anmerken, das Spiel kostet 18 Euro. Oder 15? Ich weiß nicht, was ich gezahlt habe. Ja gut, über die Schrottbogen. Und jetzt haben wir Waffen, Munition, Holzpfeile. Ja, recht weit haben wir da noch nicht, gell? Gehen wir nochmal zurück. Bauplanforschung. Was haben wir da? Bauplan PM. Was ist denn der PM? What the fuck ist PM? Rezept PM freigeschaltet. Ach, das ist die gute Idee. Wie heißt das kleine Ding? Gibt's in Daisy auch. Du hast das kleine Scheißding! Makarov! Makarov? Makarov oder Makarov? Ich glaube Makarov. Halt, stopp. Ah, der Wolfgang, Makarov, haben wir schon richtig. Was haben wir da? Eine Kartoffel! Was? Eine Kartoffelgrafikkarte? Handgezeichneter Bauplan für die Kartoffelgrafikkarte, aus unbekannten Gründen mit einer Draufsicht auf Kacke verziert? Was? Warum? Rezept Kartoffelgrafikkarte freigeschaltet. But why? Verbessern? Verbessern? Fortgeschrittene Verarbeitung, was brauchen wir da? Schraube, gehen wir gleich alles markieren. Mutter, Zerlegestation, Schraubenschlüssel, Schere. Was haben wir da? Metallplatten, Propan, Brechstangen, Reparaturstation, Hammer, Schlitzschraubendreher. Ja, ich sehe schon, man braucht alles. Das ist eine Anspielung auf GLaDOS aus Portal 2. Also Portal 2 habe ich auch gespielt, das ist allerdings schon über eine Dekade her. Die Anspielung, die weiß ich nicht mehr. Die weiß ich nicht mehr. So, herstellen. Waffen, ja genau, jetzt können wir da die PM bauen. Was kosten so eine Waffen zum Bauen in etwa? 3 Waffenteile, ja okay. Dann haben wir da einen Taktikaufsatz und da ein Magazin. Munityp nicht gesetzt, aktuelle Muni 0, Kaliber S. Damage, Feuerrate, Magazinkapazität und so weiter. Ja, okay. Alles schön und gut. Hier, Verband, bla bla bla. Unser ganzer Bums ist da auch voll wie... Wenn wir hier sortieren. Wird schon passen. Dann gehen wir zum Jeff und schließen wir die Quest ab. Dann kriegen wir noch Verbände und Währung und XP. Und dann wären wir Level 2 nochmal. Und jetzt möchte ich wissen, was dann passiert. Pfad des Jägers. Die Roten mit den Schlachtermessern. Kriegen wir? Oh. Brief vom alten Kumpel. Oh, das schaut mir nach Übersetzungsfehler an. Da ist irgendein Sonderzeichen drin. Wahrscheinlich ein einfacher Bindestrich. Jeff, ich habe einen Brief von einem Freund bekommen, der liegt im roten Zelt auf dem kurzen Berg. Da sind seine Kontaktdaten drin und ich muss ihn dringend finden. Kriegen wir hier, kurzer Berg. Was ist denn ein kurzer Berg, Alter? Du könntest ein Metzgermesser herstellen, nix da, das wird gelootet. Hergeschenkt wird nix. Signalturm.
Ich habe Händler für Lieferungen klar gemacht, aber der Signalturm nordöstlich von unserem Versteck ist kaputt. Hol einen Schlitzschraubendreher, gib's am Verkaufsautomaten und reparier das Ding. Repariere den nördlichen Signalturm. Kruzifix, wir haben ihn noch weggeworfen. Kriegen wir hin. Bedeutung von der Blutungskontrolle. Blutungen sind kein Spaß. Sie killen dich zwar nicht sofort, aber du kassierst weiter Schaden, wenn du sie nicht schnell stoppst. Verbände sind der einfachste Weg. Probier es aus. Wenn du keine findest, hol dir welche am Verkaufsautomaten. Benutze Verband. Annehmen. Warte mal, das können wir eigentlich so machen, oder? Ach, wir haben ja voll. Ja, gut, kriegen wir so hin. Kriegen wir so hin. Jetzt warte mal schnell, machen wir schnell handeln. Jetzt kann man sich da alles kaufen. Stahlhelm. Alter, es gibt sogar Kopfhörer. Kopfhörer gibt es in Arena und in Tarkov auch, damit man, da werden Geräusche ausgefiltert, dann hörst weniger Wind und du hörst weiter. Also wenn jemand an dir vorbeiläuft, dann hörst du weiter und klarer und deutlicher, je besser die Kopfhörer sind. Rezepte kann man kaufen, Spielzeugglocke, Holzstecker. Kopfhörer sind wichtig. Ja, glaube, weil du da echt wenig Vision hast. Also das finde ich das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, was man ein bisschen besser machen kann, dass der Kegel besser sichtbar ist, was im Sichtfeld ist und was nicht. Und dann musst du auf dein Gehör verlassen, weil sonst kommt der Kickelmann, schießt dir ins Gesicht ein. So, was kostet ein Schraubenzieher? Tu mir einen Schraubenzieher her jetzt da. 426, weißt du, was tut er her? Bevor wir beim Looten wieder keinen finden. Los geht's. So. Jetzt gehen wir nochmal in das Lager da hinten. Da schießen wir den Seppen. Ach, scheiße, es ist 3 in der Früh. Okay, tschüss. Müssen wir schlafi. Hoppala. Gibt's einen Rucksack? Zum Kaufen, das ist ein guter Punkt. Da schauen wir jetzt schnell noch. Dass wir wenigstens einmal den ersten kleinen Rucksack haben. Das ist ein guter Punkt. Da, hier! Make-up-Pouch. Gerade genug Platz um meinen Lippenstift und etwas Schminke. Maximales Gewicht plus 5. Rucksackkapazität plus 8. Gibt's da was Besseres? Wie viel Geld haben wir? 1300. Guter Punkt, den nehmen wir auch noch mit. Her mit dem Schund! Her mit dem Schund! So, hier, Rucksack, ausgerüstet, dann können wir ein bisschen mehr Drang. Das ist immer das Allerwichtigste. Sterben der mir sowieso nicht. Hab ich gehört. Und jetzt der wir heiteln. Nur mal da müssen wir aber. Ist man schneller, wenn man rollt? Nö. So, was ist das da? Schwierigkeitsgrad ändern, nix da. Weißt schon so, wie es ist? Was ist da? Da ist nichts mehr. Schlafen! Wann ist denn wieder Tag? Ich würde mal sagen 8 in der Früh. Schlafen bis um 8 Uhr, komm. So, wird schon klar. Sicht kannst skillen. Oh, stimmt. Haben wir Level Up geworden? Haben wir irgendwo Level Up geworden? Haben nicht beide Quests 1000 XP? Ja, ist wurscht. Ja, anscheinend ja nicht. Geh mal an die Verbesserungsmaschine, ob du dich schon verbessern kannst. Verbesserungsmaschine, was war das? Ach da. Und nur Skillverbesserung, Talent wählen. Durchschnittliche Ente. In jeder Hinsicht ausgewogen, ohne besondere Merkmale. Durch Quests freigeschaltet, Sturmresistenz, Survivor, Träger, Berserker, Schütze. Okay, was haben wir da noch? Skillverbesserung. Rucksackexperte, verfügbar. Rucksackkapazität plus 4, Stufe 1 benötigt. Und kostet Geld, Forschung starten. Um Gottes Willen, die dauert Realtime. Aktivieren. Voll geil! Muss mir sagen. Ah, da schon her. Weitblick, was brauchen wir noch dafür? Kalter Kernfragment. Gleich mit markiert. Überlebensinstinkt. Was tut denn das? Ah, maximale HP plus 5, Sichtfeld plus 15. Was haben wir da? Kalter Kernfragment. Kriege ich bei Levelaufstieg so einen kalten Kern wahrscheinlich? Nehme ich mal an, oder? Waffenbeherrschung, Waffendamage-Multiplikator 3%. Wie weit geht denn die? Ich mach das nochmal langsam, warte. Fragmente gibt's bei Gegnern. Ja, okay. Die kannst looten, die Kerne. Okay, dann werden wir es doch einmal markieren. Wichtig anscheinend, wichtig. Das heißt, man braucht sogar noch Ressourcen zum Leveln. Man kann nicht einfach aufleveln. Haben wir mir alles? Schraubendreher und so weiter? Jawohl. Alles klar. Bin schon gehuckt. Ja, bin ich gehuckt, meine Damen und Herren. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir hin müssen. Was heißt denn das da? Was heißt denn das Symbol da?
Ah, da liegt irgendwas, gell? Da haben wir noch nicht reingekommen. Wir müssen auf einen kurzen Berg. Das ist der kleine Berg. Aber wahrscheinlich ist der kleine Berg mit kurzem Berg gemeint, hä? Home of the Fitness Fanatic. Waldweg, da war das kleine Lager, wo wir drinnen angeschossen haben. Wi-Fi! Gute Nacht. Ich muss leider schlafen, schließe mich dem Nachschaussquad an, have fun. Und Ente, pfiat euch und bleibt anständig. Bleiben wir. Wi-Fi, gute Nacht. Gleich rechts kommst zum Turm. Das ist das nächste, gell? Das schaut mir nach Turm an. Das ist was, das kann man noch ein bisschen besser, schöner sichtlich machen, wo man hin muss. Aber man muss ja ein bisschen suchen. Kriegen wir schon hin. So, laufen wir mal zum Turm. Schau, richten wir erstmal den Turm. Kann ich meine Quests irgendwo sehen? Signalturm, repariere den nördlichen Signalturm. Er möchte aber von uns, das ist aber alles bloß nicht der nördliche Signalturm da. Kann denn der nördliche Signalturm sein? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Eines nach dem anderen. Nimmer schön brav luseln. Nimmer lusen. Lusen und looten. Das ist nicht so eine organische Phase. Ja, nehmen wir so mit. Interessant, da war vorher ein Gegner. Das ist nicht immer gleich. Hier jemanden steppen. Ziel für Signalturm abgeschlossen. Easy. Easiest game of my life! Oh, hier ist der. Die fix die Huren schießen gleich zurück, da brauche ich nicht lange in Deckung umeinander pümmeln. Da wird nicht der Feder nehmen. Oh! Wenn das kein guter Loot nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. So, was haben wir da? Gewichte. Da kann ich Gewichte heben. Wenn die stärker seht. Oh. Ist der gut oder ist der Bass? Hallo? Wer? Der Mr. Mudd. Wer ist da? Ich sehe großes Potenzial in dir. Wie wäre es mit Körpertraining bei mir? Körpertraining macht dich stärker und schlauer. Komm, der Meister hat eine erste Herausforderung für dich bereit. Quest. Ausgewogene Ernährung. Sorge dafür, dass die Muskelente genug Protein abkriegt. Senden Entenei einmal im Besitz 0. Fuck, vorher haben wir einen Entenei-Code. Körpertraining, wie der Name schon sagt, dreht sich alles um Ernährung. Es ist so gut, oder? Es ist so ein Blödsinn, aber die Spielmechanik ist halt serious. Deine erste Aufgabe, bring mir ein Entenei. Mach Kniebeugen beim Suchen. Los! Super geiler Typ. Denk dran, Disziplin macht dich frei. Oh, irgendwann hat er mir gesagt, Arbeit auch, aber das... Ich sitze wieder weiter hin. Und der Stream ist gelb. Keine Lust, mich hinzusetzen. Nahrungskiste, vielleicht hat er da ein Ei drin. Nein, das ist Kuchen. Wird er grantig, wenn ich ihm das klaue? Nein, bitte nicht. So. Darf er das? Batterie, Kabel, ich nehme alles mit. Was ist da? Sonstiges Kiste. Rote Laterne, ich habe keine Ahnung, was das Scheiße soll, ich nehme alles mit. Lootgeier 9000. Was tut denn der Dog? Was tut denn der Dog? Findet der keinen Weg da rein, oder was? Was ist denn? Zu von der U. So, wo müssen wir hin? Turm ist Gericht. Wir müssen eigentlich nochmal in das Lager da oben und so ein Metzgermesser finden. Los geht's. Miau. Aber was schießen denn die? Nehmen wir mit. Alles nehmen wir mit. Also schauen wir mal, was im Heisel was gibt. Eine Dummkugel. Nimm ich mit. So. Dann kommt da jetzt eigentlich, oder? Ich bin nur meilenweit weg von dem Scheißlager. Das glaube ich haben wir schon gelootet, oder? Nein, haben wir nicht. Metallplatten, Nagel, haben wir gleich wieder voll. Die schießen schon wieder. Ich frage mich auch, was die schießen. Schießen die NPCs unter sich, ja, oder rennen da andere Lootgeier umeinander wie ich? Oh, da muss ich müssen wir die große Puffen rausholen. Oh! Oh! Bruder, haut der gleich zu! Spitzt du oder was? Bist du besoffen? Was ist mit dir? Holzbrille her, Medkit, ja genau, die gehen wir gleich brauchen. So wieder freiwillig, wie es ist. Hier, Medkit,
Das schaut mir ein bisschen nach einem Gräser an, das hält mir wieder voll, ja, das möchte ich aber auch hoffen. Grutzi, fix, Alter, was? So, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Schaut schon gut aus, schaut schon gut aus. Kann man Items slängen? Also disenchanten, sozusagen. Oh, Moment mal. Heilt 12 HP, kostet 5. Ach, das Ding kann man 5 Mal hernehmen. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Das ist natürlich Gold wert. Schokolade. Benutzen. Und was zum Trinken schaut auch nicht. Da haben wir auch schon wieder 2 Drittel da. Medikiste, tun wir gleich nochmal so ein Ding. Oh, Heilungsinjektor. Scheiß Milch brauchen wir nicht. Und da müssen wir noch auf einen kleinen Berg. Wir brauchen noch einen Slot. Grauer Hausschlüssel. Powerbank. Die blitzt so komisch blau, die nehmen wir sicher alles aber mit. Und das geben wir ihm. So, gelangt. Jetzt müssen wir noch auf einen kleinen Berg. Ein Multiplayer war wild. Toni, das Ding immer auch gerade. Und lass mal, wenn sie das Ding, nochmal, warum wir das überhaupt spielen. Normalerweise hätte ich es belächelt. Ich habe mir nichts davon angeschaut, also natürlich habe ich mal kurze Ausschnitte irgendwo gesehen, wie es grob ausschaut, aber dieses Ding hat sich innerhalb von Kürze, das ist glaube ich raus seit dem 30. Oktober, also seit letzten Donnerstag oder so, und hat sich in kürzester Zeit über 1 Million Mal verkauft. Und ich riech bis daher warum. Auf der Stelle rieche bis daher warum. Bei der Fortsetzung ist da sicher ein Multiplayer dabei. Ich kann mir auch gut vorstellen, also du brauchst mir nicht erzählen, dass der Entwickler, der so ein Spiel macht, mit der overwhelming, wie soll ich sagen, ich schaue deswegen die ganze Zeit auf Karten, ich möchte da einen kleinen Berg auffinden. Können wir jetzt dabei nichts looten und müssen ein bisschen... Oh, da ist ein Hund schon wieder. Ich mag einen Hund nicht erschießen. Ach, der... Das ist ja mit der Vogel einfach, wieso läuft denn davon? Was quackt denn da? Versteckt mir Wald. Versteckt mir Wald. Wie genau ist denn das Ding auf Entfernung? Geh in Deckung. Was ist das? Ketchup. Brauch ich nicht. Was hast du? Zumindest Munition wird jetzt... Oh! Ich kann nicht aufhören zum Looten! Es ist aber auch so einfach. Was ist denn das? Bauen? Oh, da kann man mit. Frage an die, die es schon gespielt haben, bevor ihr jetzt da irgendwelche Ressourcen verpimmelt. Bleibt die Brücke beim nächsten Run off? Oder ist die nur für den Run off? Da es ein Singleplayer ist, da ich fast schätzen, dass die bleibt. Panzerfaust schreibt, ja, bleibt. Finity schreibt, bleibt immer ja. Ah, nice. Man hat sich sogar noch beim Map-Design was ausdenkt. Okay, alles klar. Es ist wirklich interessant. Es ist einfach interessant, warum sind Indie-Entwickler zu sowas imstande und andere nicht. Rezept, Brechstange. Das nehmen wir natürlich mit, schmeißen wir den scheiß Stor weg. Was haben wir da? Oh, das ist wahrscheinlich der Zettelbrief vom alten Kumpel. Ich hab keinen Platz nicht. Müssen wir jetzt irgendwas wegschmeißen? Rote Laterne, tu die scheiß rote Laterne weg, was weiß ich. Was ist denn das da? Wenn das jetzt ein Anden in einer Burka ist, dann schmeiße ich mit meiner Scheiße. Mysteriöser Händler. Nächste Aktualisierung 10 Minuten. Es gibt sogar... ist das ein Steyr-Aug? Ich bin kein Waffennarrischer, aber ist das ein Steyr-Aug? Und das da darf der... Da steht dort, das ist ein PPS Hasei. Kenne ich aus Call of Duty. Das ist so gut. Es gibt sogar diese Waffen, es gibt ja voll die krassen Waffen, ihre mit einer Pimmelpistole umeinander. Gibt's noch mal ein Geweih jetzt da, was ist denn da los? Werkzeugkistel, elektronische Teile, das können wir mitnehmen, können wir das nicht stacken. Wir haben doch schon Schrauben drin, oder nicht? Waffenteile, Kabel. Ich sehe nicht so hundertprozentig. Naja. Können wir halt einfach mehrere nicht mitnehmen, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was schmeiße ich da weg? Nehmen wir mal die Dummkugel weg. Nehmen wir lieber die Schrauben mit, die brauchen wir zum Sachen ausbauen. So, ab nach Hause. Jo, STG 77 hast die Aug beim österreichischen Heer. Das sind Sachen, die weiß ich nicht. Ich war weder bei der Bundeswehr, beim österreichischen Heer war ich schon gleich 3 Minuten. Und falls die in die nächsten Monate oder Jahre auf die Idee kommen, dass man soll ich einziehen, selbst dann gehe ich nicht.
kann sich irgendein Banden vom Russen Drohnen in die Fresse fliegen lassen. Ich mach da nicht mit. Finde ich nicht gut. Und der Flo Gianni hat letztes Mal gesagt, so als Streamer hat man so ein bisschen einen Bildungsauftrag. Weil da haben wir über einen Gronk geredet und dann haben wir über einen Hand of Blood geredet und so weiter. Und ich hab dann einmal... Ente! Habt ihr schon. Nimm Waffenteile mit und wirf den Korb weg. Waren da Waffenteile? Ja, wie leider... da ist noch mehr Schrotflinten. Und noch mehr Mund. Ja, hat keiner gesehen. Da bin ich noch zu grün hinterm Schnabel. Hinter meinem dünnen Schnabel. Wir extracten wir jetzt, liefert mir das Zeug ab, kaufen wir und bauen wir uns Sachen. Wird schon. Absolut richtig jetzt, Steffi. Was hat Steffi gesagt? Komplett Ente leid. Ist Zipfen. Läuft. Signalturm. Abschließen. Abholen. Abschließen. Abholen. Pfad des Jägers. So, jetzt liefert man den ganzen Bums da ab. Kommen wir Ah ja. Es wurde mitgedacht. Ich liebe es, wenn mitgedacht wurde. Wir nehmen wieder 3 Verbände mit. Kann man irgendwie filtern? Ja. Wollen wir einen Schlaubi-Schlüssel. Wir nehmen wieder Pumpgun, Schrotflinten, da haben wir Munition. Ja, es wurde mitgedacht. Ich liebe es. Wie tut man Stacks teilen mit Alt vielleicht? Na, so geht's zumindest. Na, Rechtsklick aufteilen. Geht das irgendwie per Shortcut mit Steuerung oder so? Kann man mit dem großen Hammer die brüchige Wand einschlagen? Minastor. Wir werden es ausprobieren. So, in der Freiweg, was ist? Aufsatz, Ausrüstung, Muni, Waffen. Haben da Mili und Schusswaffen drin? Ja. Ja, dann haben wir mit. Nein, muss sprengen. Lucky Striker, danke, dass wir uns das sparen. So, und wir haben doch 2 so Messer, oder nicht? Da, hier, Messer zum Abliefern. Gehen wir zum Jeff. Jeff, senden Metzger, hier, ich sende. Und dann kriegen wir Metallplatten, Murren und Schrauben. Und 1500 XP. Was heißt das? Metallplatte wurde im Schließfach. Verstehe nicht ganz, warum ich das einzeln abholen kann, aber gut. Bruder, wie viele Quests gibt's denn da? Brief vom alten Kumpel. Senden. Abschließen. Den habe ich jetzt aber nicht im Inventar gehabt. Also geht das aus der Kiste auch? Gehe ich schwer davon aus. Was soll das? Zitronenbaum! Pro-Tipp! Wenn's Tab druckst, dann kommst direkt ins Inventar und Lager, solange du im Bunker bist und musst nicht immer zum Lager. Das hätte man aber auch schon früher aufholen können. Der Zitronenbaum, danke für den Pro-Tipp. 228 Schuss für Pistol, leicht overextend. Das ist richtig. Aber da hat Munition nur einen Slot braucht, ist mir einfach wurscht. Aber du hast schon recht. Hier, jetzt sortieren wir mal. Shortcut, jetzt pass auf, ist halt. Was ist? Bruder, es ist einfach halbe 10. Merkt ihr eigentlich, dass wir seit der Sommerpause nur ausnahmslos gute Spiele aus der Saison haben bis jetzt? Merkt das eigentlich irgendjemand? Ist jetzt wieder die gleiche Scheiße. Sitzt mir her, fangst später, schaut du halbe 10, ja, freilich kannst du mitfahren. So. Was wollt ihr denn jetzt? Rezept Brechstange können wir einlösen. Gibt's einen Shortcut, wenn ich markieren, Hotbar, droppen, Control plus ziehen ist aufteilen. Aber Doppelklick geht nicht. Ja, gut. Das bin ich jetzt von Ark so gewohnt. Da ist es so, wenn du Alt drückt, holst, machst Doppelklick drauf, dann teilt dein Stack automatisch auf. Nehmen wir mal 12 Schrotflintenschuss mit. Und da machen wir... Was? Wieso geht das nicht? Wieso geht's von links nach rechts nicht? Ja, ist ja wurscht. Nehmen wir mal 60 Schuss für Pistol mit, das klang schon. Du, das klang schon. Dann hier... Das ist falsch. Bauplanforschung. Der haben wir mal fortgeschrittene Werkbankbauplan. Probieren wir mal. Geht das dann überhaupt? Rezept. Brechstange freigeschaltet. Easy. Und dann haben wir noch verbessern.
Verfügbar. Schalte die Herstellung bestimmter Gegenstände frei. Was brauchen wir da? Schrauben und Muttern, sofort alles rein. Alles rein. Notdauernde Sachen, 3 Sekunden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die irgendwann länger dauern. Hier, aktivieren. Was haben wir da? Reparaturstation. Da fährt unser Hammer. Und da fährt uns eine Schere. Haben wir mit ihm markiert? Jawohl. Rezept muss auch nicht im Inventar sein, kann im Lager bleiben. Aber wie ziehe ich das dann da um? Lager. Da unten ist noch was, ich habe auch nicht aufgepasst. Warum ich da nach links unten nicht schaue, weiß ich nicht. Das glaube ich kann man dann auch da umziehen, nehme ich mal an. Naja. Toni! So spielen hauen hin, weil sie nicht geldgeil sind und weil sie noch Liebe einstecken und keinen Zeitdruck haben. Ich geh pennen, schau den Rest nach. Toni! Das möchte ich aber auch hoffen. Merci für deine 6 Euro Kuss auf die Nuss. Schlafen Sie gut und das riecht für mich schon wieder nach Geisterschicht oder irgendeiner Frühschicht oder irgendeiner asozialen Scheiße. Wenn Leute um 9:30 ins Bett gehen müssen, da bin ich ein bisschen traurig. Der Grabgan schreibt, ich habe da 60 Stunden in dem Spiel und kann bestätigen, das Spiel ist echt gut. Da hat es letztes Mal eine Diskussion gegeben zwischen mir und dem Bahako. Ich habe grob, wie viele Stunden habe ich in New World? 150? 200? Keine Ahnung. Und habe gesagt, das ist absolutes Schrott, das Spiel. Zu meiner Erklärung, nur weil man 5 Stunden hat, heißt das nicht, das Spiel ist gut. Ja, ich kenne Leute, die reden natürlich nicht von mir, die haben ungefähr 12.000 Stunden LOL. League of Legends. Und ich behaupte, League of Legends ist das beschissenste Drecks-Hurensohn-Spiel auf diesem Planeten. If you know what I mean. Die Zeit fliegt davon, habe am Sonntag auch 8 Stunden durchgejagt, wie nix. Wo, Herr Lucky Striker, wo? In Escape from Tarkov? New World wird abgeschaltet. Salz. Hab ich schon, weiß ich schon. Also, ganz ehrlich, zu Recht. Wenn dein Spiel 5 DLCs braucht, bis man es spielen kann, dann hätte es eigentlich schon nach dem ersten abgeschaltet gehört. Okay? So. Das Fuck You and See You Tomorrow Syndrom bei LOL. Ja. Egg. Achtung, Wortwitz. Exactly. Haha, lustiger Spaß. So, hier. Basic Construction, baue Waffenshop. Basic Construction, baue Rüstungsshop. Basic Construction, baue Medstation. Ja gut, deswegen haben sie so viel. Das sind lauter einzelne Stationen zu bauen. Erweiterte Tasche. Dein Platz wird knapp. Nutzt den Skillverstärker nebenan, um mehr zu kriegen. Kostet zwar was, aber du kannst überschüssige Gegenstände am Verkaufsautomat verticken. Das haben wir ja schon erledigt, oder? Ziele auf den Kopf töten. Beliebiger Gegner 0 von 3 Kopfschüsse erforderlich. Kriegen wir hin. Werkbank verbessern. Haben wir auch schon erledigt. Tech-Experte senden. Haufen elektronischer Komponenten. Fixieren hätten wir vorher gefunden. Ja, egal. Erweiterte Tasche. Abschließen. Easy going. Werkbank. Abschließen. Easy going. So, was brauchen wir? Noch mehr Quests. Voller Liebe. 1888 Währung senden. Was ist denn das für Anspielung? Was ist denn da wieder los? Herr Luxe, ein paar Bürger gibt es jetzt im Shop dann Dakimakura-Kisten zum Kaufen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ein Dakimakura-Kisten ist, aber ich habe das Gefühl, das sind diese Weep-Kisten, wo irgendwelche Anime-Tussis drauf gedruckt sind. Frag mich nicht warum. Aber ich kann mir vorstellen, dass die so heißen. Aus irgendeinem Grund sagt mein Bauchgefühl, die könnten so heißen. Herr Luxer, bin ich da richtig? Ja, alles die? Möchtest du uns, wo mein Gesicht... Soll ich mein Gesicht ganz groß auf ein Kissen drauf? Aber als Ente... Chris, wenn ich dir mir so in Perspektive ein Foto mache, kannst du mir in meinem echten Foto da so eine Ente hinzeichnen? Oder wollen wir einen Bierger im Bademantel? Sag gut, hab ich noch ein Foto, das kann ich ausziehen. Das ist mein OnlyFans-Foto. So gut, sehr gut. Hier diesen. Das ist ein ultramännliches Brusthaar zum Singen. Wie, Birger, du hast einen OnlyFans? Natürlich habe ich einen OnlyFans-Account. OnlyFans.com/geldgeilerwichser. Glaubst nicht? Dann probier's aus. Gern, warum haben wir das noch nicht mit dir drauf? Ja, das ist eine gute Frage. Wieso hat denn da noch keiner danach gefragt? Muss ich mal überlegen. Muss ich mal überlegen. Voller Liebe.
Herstellungslehrzeit, was haben wir da? Senden, Klick 1, im Besitz 2. Ja, die sende ich dir, Jeff. Du, Jeffy Boy, die sende ich dir. Wo haben wir jetzt da? Herstellungslehrzeit? Hier senden, abschließen. Alles wird abgeschlossen. Ja, hat mir arg beigebracht, wie man effizient Quests abschließt. So, hier Lagerhaus. Wir schauen mal zusammen, was müssen wir da? Wir schauen mal zusammen. Was habe ich für einen Dreck? Sachen müssen wir bauen. Jetzt warte mal. Bauen. Rüstungsshop. Haben wir markiert. Glühbirndl haben wir nicht markiert. Seil haben wir nicht markiert. Was haben wir da? Schraube haben wir markiert. Eine Ökolampe. MD40. Ja, Leiterplatten haben wir schon. Haben wir ein Medihaufen. Gut, ich habe noch ein bisschen unter Level 4 Medikit. Wir nehmen das, glaube ich, der intravenös Medikit, oder? Das haben wir in Daisy haben wir das gelernt. Und aufleveln müssen wir dann natürlich noch. Da hast du absolut recht. Kurz mal reingelevelt. So, stabiler Schuss. Rückstoßkontrolle. Braucht keine Rückstoßkontrolle. Ich bin Rückstoß. Mamis Rückstoßkontrolle. Weitblick, das ist einmal Gold wert. Das hauen wir uns auf alle Fälle rein. Was haben wir da? Mehr HP. Hauen wir uns auch gleich mal rein. Waffenbeherrschung, Damage. Damage. Forschung läuft. Ausstehend. Aktivieren. Sauber hier. Ich möchte ein ausgewogenes. Oh, scheiße, ich hab einen Scheiß gemacht. Aber da ist auch Stufe 3. Ich bin noch gar nicht in Stufe 3. Bin ich schon Stufe 3? Wo sehe ich meine Stufe? Sehe ich irgendwo meine Stufe? Talent wählen? Wo sehe ich mein... Wo ist mein Level? Level wo? Wo? Lies bitte das voller Liebe Quest, Panzerfaust gleich. Was bedeutet diese 3? Ah ja, diese 3 Dinge. Wenn man schafft, einen Griff von einer Mündung. Okay, lass mich kurz über nachdenken. Wo sieht man mein Level? Nächster Reiter. Skillverbesserung. Ach, ich bin ein Idiot da. Level 4, verdammt, das hätte man skillen können mit dem Inventar. Wie viel kriegt man da? Was kriegt man da? Rucksackplatz plus 4. Ja, ist ärgerlich, aber ich weiß das eh. Ich gehe lieber... Nein, geh ich nicht, ich sag's was ist, ich hab einfach nicht gelesen. So, was müssen wir da? Voller Liebe-Quest müssen wir noch lesen. Achtung. Jeff, die Spendenkiste am Eingang? Ein großzügiger Spender hat sie gestiftet. Er sagt, wenn wir weitere 1888 beisteuern, wird er sie aufrüsten. Noch leistungsstärker machen. Was meinst du? Lohnt sich das? Die Spendenkiste am Eingang. Was ist denn das? Was ist denn die Spendenkiste am Eingang? Was ist denn die Spendenkiste am Eingang? Kostet aber 2 Items. Hab schon gesehen, Leute. Hab schon gesehen. Learn it the hard way. As always, natürlich. Da sind noch Bagel zum Abholen, Money. Wie das check ich jetzt gerade nicht ganz. Die, wenn du direkt am Bunker rauskommst, draußen, okay. Dann gehen wir sowieso einmal raus und müssen wir sowieso Zeug machen. Halt, stopp, wir müssen mit dem Schlafi. Es ist schon wieder so 1 in der Früh. Das mit dem, sogar das mit dem Zeitsystem ist cool gemacht. Was heißt denn das ganz rechts unten, das orange 09M? Was ist denn das? Das ist meine Weite, wie weit das ich ziele oder was? Okay. Passt, kenne ich mich aus. Schlafen wir mal bis um 7 und schauen wir, wie spät das ist. IV intravenös, direkt in die Vene. IM intramuskulär, in den Muskel. SC subkutan ist gleich unter die Haut. Steffi, bist du Krankenschwester? Oder bist du Doktorin? Ich weiß das auch nicht. Gibt es in der Nacht besseren Loot? Ja, da gibt es auch Spinnen, die... Ich glaube, da haben wir einen Arsch ein wenig zweit und ohne Rüstung und ohne alles. So. Raus aus dem Bunker, reingelootet ins Viech. Was müssen wir überhaupt machen? Jetzt einmal nur mal schnell Quest-Übersicht schauen. So, da gibt es eine Spendenkiste. Ist das die direkt? Ist das die da? Spendenkiste? Ah ja. So, jetzt gehen wir aber nur mal schnell da rein. Ich finde, den allergeilsten ist eigentlich der Hund, der die ganze Zeit nachläuft. Das ist eigentlich schon geil. So. Was wird jetzt mal hier? Quests. Ausgewogene Ernährung. Wir brauchen ein Ei. Das merken wir uns einmal so grob. Die Waffenshops, gut, da müssen wir Schrott sammeln. Matchstation, Ziel, Headshots verteilen. Elektronische Dinge und voller Liebe. Wenn der Arsch zu weit unten ist, musst du nicht weiter aufschirmen. Das ist richtig. Dann werde ich jetzt nur Pro-Gaming an den Tag legen. Das weiß mir auch. Au! Du Huren, du Kreisliger.
Okay, das mit dem Recoil ist gar nicht mal so einfach. Das Headshot, Bitch! Hat das jetzt zählt als Headshot? Also in meiner Welt war es ein Headshot. Den jetzt wieder auf den Kopf. Jawohl, freilich war das ein Headshot. Es zählen halt wirklich Headshots, du möchtest mich halt schon verarschen, oder? Das nehmen wir mit, Ich glaube, die Scheißpistole brauchen wir nicht. Wir sind unsere nicht beieinander, die ist ja noch gut. Du Eggert, die ist noch gut! Seil brauchen wir, Metallplatten brauchen wir, Mutter brauchen wir! Was war das da? Ist irgendwas abgezeigt worden? Kann man das aufbrechen? Nein. Da ist was zum Essen drin, brauchen wir noch nicht. Krokelpel! Hol deine Backeln beim Schließfach beim Lager an. Ach so! Erstmal danke für den Zwickel. Okay, jetzt müssen wir mal, wenn wir wieder daheim sind. Bis dahin, Holz, Seil, das Ding. Ich nehme Holz auch mit, weil momentan ist es nicht wurscht. So, wo ist jetzt? Da hinten ist eine Taschen. War die vorher auch schon da? Dann hab ich es gekonnt übersehen. Holz. UV-Lampen brauchen wir nicht. Öllampen auch nicht. Nagel. Warum ist da so ein Werkzeugzeichen verfügbar zum Bauen? Heißt, ich kann selber Nägel craften? Oder könnte? We will see. Was haben wir da? Kistige Kiste. Schraube. Stacken, Schrauben und so weiter eigentlich. Ja, Metallplatten stacken. Ja, das passt schon. So, irgendjemand steppt da umeinander. Wir haben jetzt gepflegt in die Fresse. Moment. Medikit vergisst. So, jetzt passen wir hoch. Weil er die ganze Zeit irgendwie. Ah ja, da ist er. Naja, einen Schuss können wir schon kassieren. Sterben wir nicht gleich. Es ist wirklich geil gemacht. Das war der größte Zweifel, den ich gehabt habe. Mei, wie gut wird so ein Top-Down-Shooter schon funktionieren. Ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Und siehe da, wer hätte das gedacht? Die UV-Lampe brauchst du, denke ich mir schon. Früher oder später. Nagel nehmen wir mit. Was haben wir jetzt denn? Das Feuer war nochmal angekrebst. Ne, wir haben uns auch mal heilen müssen, wirklich. Die Scheißverbände da, die heilen ja wirklich gar nichts. Ah, mehr Skillpunkte, easy going, was ist da los? Croclip, gute Nacht, grüß und Nachschusswort. Herr Croclip, das kannst du in normaler Chat reinschreiben, merci für deinen Zwickel. Croclip, dankeschön. Kuss auf die Nuss, schlaf uns Bitching gut. GTA ging ja auch. Ja gut, das war 1998 oder so. Oder wann ist ein GTA 1 gekommen? Well, das waren auf alle Fälle die 90er. Und GTA 2 glaube ich auch. So, wir haben sowieso so viel Klump. Also wir haben noch nix. Ja, da geht's nicht weiter. Schauen wir uns das Straßenlager schaut wütend aus. Da schauen wir mal nach, da gibt's einen guten Loot, hab ich gehört. Da gibt's einen guten Loot. Schauen Sie mal, wir haben die coolste Ente auf Welt. Dann überall rote Fassel. Datenbox, Rezept. Oh, einen Hund haben wir nicht ausgeladen vorher. Lesen. Freundliche Erinnerungen am Straßenrand. Wenn du hier einen weißen Kerl siehst, leg dich nicht mit ihm an. Frag nicht, woher ich das weiß. Ich bin der Weiße. Den einzigen weißen Kerl, den du sagst, bin ich! Mutter! Klebeband werden wir auch noch brauchen. Gelbe Ruben. Einbagelt. Ist da wieder nur Dung drin? Ja. Findet man so ein. Gute Nacht. Geh runter. Geh runter, schreibt der Harlekin. Gut, dann gehen wir runter. Braucht eigentlich eine Rolle Ausdauer? Ja. Ein bisschen erschöpft. Abgang zum Bunker. Was ist das? Oh! Ist das etwa ein versteckter Extraction-Punkt? Das heißt, es lohnt sich wirklich, jeden scheiß Millimeter von dieser Map zu erkunden. Ich hab mir's fast gedacht, dass das die Leute ist da. Ich dachte es mir fast. Haben wir mir mittlerweile... Ah ja. Jetzt pass auf. Anbieten. Schauen wir mal, was dann passiert. Totem Ägide 1. Was ist das? Was hab ich denn da jetzt gekriegt? Ich seh's nicht. Was ist das? Irgendwann ist es ein Item. Hätte ich da mit dem Mauszeiger drüber bleiben müssen, damit ich lesen kann, was das ist. 1997 war GTA Kruzifix. Ist.
Ah, halt, stopp, da, hier, Totem Ägide, verbessert die Verteidigungsattribute. Das ist. Was ist denn eine Ägide? Da habe ich jetzt nicht geschaut, dass man das direkt anlegt. Das ist ein Kleidungsstück. So, ich gesehen, Totem. Ist das dann sowas wie Trinkets in WoW? Verstehe ich das richtig? Also einfach zusätzliche Slots für irgendwas. Soll mir mal recht sein, du. So, was haben wir da? Ziele auf den Kopf, abschließen. So, verfügbar. Generische Pistole. Senden PM1 im Besitz 1. Die kannst du haben. Eine nach der anderen abgeschlossen. Schau dir das an, das ist absoluter Progress. Jetzt schauen wir mal, ob wir. Wie viel Geld haben wir mir? Das sieht man noch da, geht 2,5. Kann ich ihm das schicke ich ihm jetzt einfach, damit das erledigt ist. Jawohl. Gehen wir wieder. Seltsame Feder. Senden, verblassende Feder mal 4. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann hätten wir einen Ninja-Totem gekriegt. Ja, toll. Ja, gut. Die Federn finden wir schon wieder. Jetzt gehen wir mal da her. Können wir da schon irgendwas bauen? Nein, da müssen wir nochmal. Halt, stopp. Gibt es einen Punkt, alles einlagern? Ich mag halt, weißt was ich mehr hätte? Das lege ich aber nicht voraus, setze ich nicht voraus. Weißt du, was ich mehr hätte? Mehr, dass er sich beim Losgehen merkt, wie mein Loadout ausschaut und wenn ich jetzt auf alles einlagern drücke, dass er mir nicht Munition wieder wegtut. Das ist halt, dass ich jetzt mal wieder Munition einlegen muss, das nervt ein wenig. Aber gut. So, 69 Schuss nehmen wir mit. Nice. Was haben wir da? Da nehmen wir ein mittleres Medikit mit, dann brauchen wir nicht so viel Platz. Und ansonsten ist mir das wurscht. Ich glaube, mit F oder E kannst du die schnell auslagern. Dankeschön. Bagel muss ich abholen, hat's geheißen. So, Bagel. Oh. Wo kommt denn das Zeug her? Was ist das überhaupt? Laser. Autoreifen. Notizbuch. Schrauben, Metallteile. Da haben wir so einen Medi-Haufen. Jetzt kann man was bauen können. Wo kommt denn das her? Was ist? Schaut ja einfach aus wie einfach eine DHL-Packstation. Von den Missionen. Ach, das sind meine Quest-Belohnungen. Irrzeit. Schlau gelöst. Ich weiß genau, warum er das so gemacht hat. Spieltechnisch im Hintergrund. Na, geht uns noch ein bisschen was ab. Bisschen was geht uns noch ab. Haben wir mir geschickt? Wir haben geschickt. Los geht's. Jetzt weiß ich ja, für was der Eingang ist. Kann ich aus dem... Wo geht's noch in das Loch? Da geht's ins Loch. Warte mal, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Jetzt gehen wir nämlich so wieder in die Map hinein, ob wir dann da am anderen Startpunkt sind. Ich gehe schwer davon aus. Selbstverständlich. Was hat das sonst für einen Sinn, das Ding? Ist ja voll geil. Dann du kannst woanders auf der Map spawnen. Da ist mehr nachdenkt worden wie in manch AAA-Game. Brauchst mir nichts anderes erzählen. Hier, looten und bluten, Kinder. Haben wir mir Schrotflinten, haben wir so alles nachgeladen, ja. Shit, da ist der Schrotflintenmann um. Oh, der hab ich, glaube ich, gehört. Wo ist denn? Nein, die nicht. So. Schrotflinten kannst du behalten. Das nehmen wir mit. Moon nehmen wir mit. Die kann man sowieso stacken bis in die Unendlichkeit anscheinend. Easy. Ich bin immer gespannt, was passiert, wenn da narrische Gegner kommen. Haben die eigentlich schon nicht ohne? Die treffen ziemlich gut, die Pisse. Lauft noch. Das nächste Mal schießen wir auf das Fassel nicht mehr. Ja, wenn ich nicht dahinter schießen kann. Ich geh in Deckung! Ich sag's ja, wenn du Vollgas schnell drückst, dann zielt da dein Ziel automatisch irgendwo an. Huren! Ich hab da nur Headshots gesehen. Das ist wirklich lustig gemacht. Kannst du sagen, was du willst? Die Frage, ob die da überhaupt noch mitnimmt. Ja, wobei, kann man so auftragen. Heilen wir uns mal wieder voll mit den Dingen. Warum nicht? Oh! Waffenteil, nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, jetzt was noch. Was hat denn da jetzt so geschäbert?
Alter, da läuft irgendwo ein Fetter hier, so das ist der Handkerchief, mehr als für 81 Monate. Wenn da Bauzeichen an Items, Schrauben extra, Hansans Komponente für zum Beispiel Matchstation. Also zum Werkbank bauen oder aufleveln. Das heißt, ich muss nicht jetzt kleine Scheißding selber markieren. Alles klar, das gibt's nicht einmal in Tarkov oder in Arena. Ah, was schießt da? Was geht denn da ab? Ich versteck mich im Wald. Versteck mich im Wald. Waldstecker. So, da hinten ist was für Krumm. Brauchen wir deswegen vielleicht eine Schaufel? Wie gut ist denn dies? Von was kriegen die Schaden? Den hab ich jetzt einmal nicht gesehen. Grippe der Kreisel. Ausrufezeichen sagt wahrscheinlich, das brauche ich für eine Quest. Oh mein Gott. Das ist ja super. Gibt's ja gar keine Rade mehr. So, dann essen wir gleich einmal. Oh, schade, dass man nicht weiter looten kann unterm Essen. Das kann man beim Singleplayer-Spiel offline, könnte man das schon durchgehen lassen. Nochmal einen Schrank. Gut, die Kellerschlüssel, nehmen wir mit. Verschlüsselter USB-Stick, der leicht blau, der muss gut sein. Spielzeugfisch kann ich nicht zurücklassen. Gut, die Jacken, da ist gerne mal ein Schlüssel drin, jawohl. Das ist da anscheinend auch so. Stromkabel, nimm alles mit. Datenbox, nimm alles mit, was da ist. Was haben wir da? Kistige Kiste. Powerbank, Metallteile, Kloreiniger. Oh, der Kloreiniger soll ja, was ist denn da drin? Kann er sowieso nie alles mitnehmen. Gehen wir da mal weiter. Was haben sie denn da erschossen, wenn da so ein Sackel liegt? Ich esse jetzt den Kürbis, weil. Was sonst damit nicht? Ich mag das fette Ding sehen, was da ist. Irgendwas ist da ganz dick. Das ist wieder so ein AK-Sepp! Oh Gott, die hat sie zweit. Okay, ich geh nach Hause! Wieso haben wir jetzt einen Kürbis am Kopf? Ich geh nach Hause. Tschüss! Schön mit dir! Schön mit dir! Heil dich mal, Bruder! Schön mit dir! Warum habe ich einen Kürbis auf? Ich habe einen Kürbis am Kopf. Energie 25, Hydration 10. Einfach nur ein Kürbis. Kopfpanzer plus 0,5. Das ist voll der ultra ballistischer Helm. Leute, wir gehen jetzt aus und liefern wir den Loot ab, oder? Ich brauche mir ein bisschen nicht buffen, oder? Gib die jetzt her! Ja, vorher gerade erschossen. Ein Apfel! Mitnehmen. Say hello to my little friend. Da sehen wir keine Lampe bei den zwei da drin. Bist du besoffen? Ausseh, Klump abgeliefert. Nochmal eine! Wer hätte das jetzt gedacht? Dass das Spiel. Ja, gut, irgendwo muss ja was dran sein. Irgendwo muss ja was dran sein. So, das machen wir jetzt so. Alles einlagern. Mein Problem wird schon wieder, dass wir da jetzt bald voll sind. Kann man das Lager irgendwie ausbauen? Kann man das Lager vergrößern? Wahrscheinlich über Skills und so, oder? Haben wir mir ein Level gemacht? Ja, Level 5. Was haben wir da? Da ist natürlich nichts fertig, das ist eh klar. Verfügbar. Rucksackkapazität, Forschung starten, nehmen mit, schnelles Nachladen, stabiler Schuss. Weiß ich nicht, Hundetrainer? Haustiere. Oh, zweiter Security Container, das ist natürlich stark. Was haben wir da? Kopfschuss, Wahrnehmungsreichweite plus 1, Kopfschuss, Kopfpanzer. Ja, ist jetzt ein typischer Skilltree. Man hätte ihn kleiner und kompakter darstellen können. Seien wir uns ehrlich, den hätte man kleiner und kompakter darstellen können, aber ich baue momentan übrigens gerade wieder an Annex rum. Es ist eine neue Runde geplant, so im Dezember, spätestens zu Weihnachten. Ich hoffe, ich krieg's zeitlich hin. Und ich habe genau das gleiche Problem in meinem Tech-Tree. Die optische Darstellung von Abhängigkeiten und du brauchst das und so weiter. Der Hibi schreibt, bevor du das Lager aufmachst, wenn du davor stehst.
Lager kannst du direkt am Lager verbessern, aber ich glaube, du bekommst erst eine Quest. Lager kannst du direkt am Lager verbessern. Lager am Lager verbessern. Was ist denn da? Ah! Stufe 1 benötigt. Erhöht die Lagerkapazität. Kostet halt 1000 Dings. Hab ich das quasi nicht, oder was? Was haben wir denn? Wieso hab ich gar kein Geld mehr? Wieso hab ich gar kein Geld mehr? Hab ich gar nichts da? Du musst den Rucksack-Skill nur aktivieren. Oh. Ah, das werde ich noch 100 Mal vergessen. Sag ich dir gleich schon. Kostet 1000 Duck, ja, aber ich... Ach, weiß. Weil das da Geld kostet, gell? Aber dass es genau auf Null ausgeht, ist interessant. Das ist interessant. So, alles einlagern. Wir nehmen wieder... so viel brauchen wir gar nicht. Was haben wir denn da? Jetzt Moment, wir haben 2 verschiedene Munitionsarten. Damage-Koeffizient 1. Rüstungsdurchdringungsstufe -1, 1. Rüstungsdurchbruch 0,2. Es gibt sogar... Ja, natürlich gibt es Rüstung. Blutungschance. Dann nehmen wir natürlich die gute Moon mit. Dann nehmen wir die gute Moon, der Rostmoon, da schießen wir mich nicht mehr an. Und Medics brauchen wir. Gibst du mir mal ein Medikit? Dann nehmen wir das mit. Weil das gleich leer ist. Manni, wo? Hast du beim Topf-Eftel Geld verloren? Nein, der Topf war ganz am Anfang. Sonst haben wir noch nicht gestorben. Aber Spacen is not easy. Oh, die Nacht bricht herein. Schlafen wir gleich. Da schlafen wir gleich. Freilich ist 5 vor 10 Uhr Run geht noch. Das ist aber ein Witz da. Freilich geht noch ein Run. Ich glaub, dass du ein Vögelchen hast. Hier sind wir in der Früh. Los geht's. Pro-Tipp: Bessere Munition nutzt auch die Waffe nicht so sehr ab. Ah, schau her. Ja. Wieder, wissen die Leute schon wieder, Spacen eine Woche heraus und die Leute wissen schon wieder die fucking Details. Baupläne hätten wir auch gleich auswerten können, hast du absolut recht. Wenn ich wieder daheim bin. Nicht so wichtig. Ist eben nicht so wichtig. Oh, jetzt haben wir 2 Kisten da. Ist das die sogenannte... Ja, immer brauchen wir die Rostmoon nicht. Scheiß auf die Rostmoon. Kartoffel. Den nehmen wir mit. Wo gehen wir denn jetzt hin? Sollen wir mal versuchen, auch wenn wir sterben, scheiß der Hund drauf, wir gehen jetzt in das Straßenlager hinein und schauen wir mal, ob wir mir irgendein Land gegen diese Rabentypen sehen. Dann looten wir das Ding schnell aus, gehen wir heim. Die Nacht schauen wir schon, oder? Und dann müssen wir uns fast noch die Nacht anschauen. Weißt du, was ein ganz großes Problem ist? Dass das Spiel gerne nochmal spielen nächste Woche. Problem ist, am Montag ist Are We There. Am Mittwoch kommt der KCD2 DLC, auf den ich schon seit einem halben Jahr warte. Und am Freitag kommt auch noch. Und mir bist du drinnen hinten? Ja, da ist nicht nachgeladen. Rostmuni, Standardmuni. Sieh nicht mehr mit Standardmuni. Wieso besucht man nichts Rostmuni? Der Mann ist Rostmuni. Oh, da war. Hat er mich wieder getroffen, der Huhn. Ungefähr. Nein, nicht! Okay, passt. Oh, kippen! Ja, kippen kann ich nie liegen lassen. Das kannst du aus dem Kopf schlagen. So, hier, jetzt heilen wir uns einmal schnell. Machen wir diesen hier. Den nehmen wir mit. Nein, Rostmond brauchen wir nicht mehr. Haben wir jemand drin? Ich ja keinen. Ist da immer ein Bauplan drin? Ja, ich nehme den mit. Dann brauchen wir nicht weiter aufhören. Samstag, Chef! Samstag habe ich was anderes. Ich hätte auch genug gerne ein Wochenende, wo ich nichts tue. Also ich sitze ja am Wochenende wahrscheinlich so... Oh, so weit geht's nicht. Steht mir jetzt da. Du kriegst Schoflitten in die Fresse. Na, schau her. Hat's euch schon, ihr Futzengruben, Teufel, ihr Futzengruben. Dose Thunfisch, kann man überbrauchen. So, und wir nehmen als letzte Medikit her. Und dann heilen wir uns nochmal, weil gegen die Raben müssen wir irgendwie in unser Schrotflinten-Range beiten. Was ist denn? Ich hab keine Munition mehr. Wie geht das?
Oh, ich hab mich sauber daneben geschossen. Ne? Dann müssen wir doch den Rostmoon mitnehmen. Rostmoon! Keine Muni mehr! Wenn wir doch den Rostmoon mitnehmen, dann schießen wir Traben mit der Rostmoon zusammen, ist eh wurscht. So, jetzt passen wir auf. Dann können wir uns da auch irgendwie anschleichen. So. So. Kommt's noch her da? Ich hol die weg. Wo sind? Wo sind? Wo ist Wissen? Ich muss das gerade. Was war denn das jetzt? Was ist denn da so dick? Schießt der auf mich? Das wäre gar nicht mal so einfach. Fix. Ja, dann müssen wir uns jetzt noch schnell bei Topfcounter geht ja nicht. Aber bei 592. Aber bei 592, merkt es euch einmal. Die Fix! Wir haben Bauplan verloren! Nein! Warte mal. Vorgeschriebene Wert, ja, gehen wir schnell Baupläne machen. Wie 593? So, ja klar, 593, was bin ich für Vollidiot? Weiß nicht, was ich mir jetzt wieder gedacht habe. So, hier verbessern, können wir was verbessern? Nein, können wir nicht. Bauplanforschung. Ja. Tierfalle freigeschaltet. Okay. Da haben wir noch was. Was haben wir da gefunden? Stromkabel. Ja, gut. Passt. Dann. Und jetzt habe ich nur noch eine Fleischerhacke, oder was? Waffe raus. Wir nehmen ein Glück. Ist zwar fast hin, aber die macht mehr Schaden. Dann nehmen wir 90 Schuss mit, weil warum nicht? Oh Gott, wir haben unsere ganze Rüstung verloren. Nein! Was ist ein Laser? Ein Laservisier verbessert die Hüftfeuerkontrolle. Magazine. Ja, und das nehmen wir mit. Spendenkonten ist immer eine Waffe drin. Okay. Ja gut, dann schlafen wir mal bis um 10 Uhr. Also Nacht möchte ich jetzt schon noch schnell, ich möchte es zumindest schnell sehen. Das war mir das Allerwichtigste. Nacht auf 10 Uhr, da schlafen wir noch mal bis um halb 11, ist ja wurscht. So. Rein mit der Knarre, Muni nicht gesetzt, doch, Rostmuni rein. Ab dafür. Dein Rucksack ist weg, oder? Ja. Haben wir mir Geld? Na. Ja, aber gut, that's the game. Wenn du stirbst, ist dein Zeug weg. Es ist halt so, dass du zumindest dabei hast, das in deiner Base nicht. So, irgendwas überanstreng dich nicht. Toll. So, schauen wir mal, was da drin ist. Nehmen wir auch mit, alles nehmen wir mit. Haben wir wieder da angekommen, dass wir alles mitnehmen müssen. So, ich möchte einfach nur schnell sehen, was diese Spinnen deren und was kennen. Metallteile, nehmen wir mit. Da reißt man durch wie ein vollgas narrischer jetzt bei so 8. Nagel nehmen wir mit. Oh, daher irgendwas. Auch da wieder. Es tut mir so leid für die, Mr. Dog, aber wenn du so wütend bist, Dose Bohnen kann ich brauchen. Da ist auch der Sichtkegel viel kleiner. Oh, Glühbirnen brauchen wir. Mal Sekunden lieber brauchen, weiß ich nicht. Oh, geschossen. Jetzt, Manni, haben wir. Jetzt, Manni, haben wir so einen Rabentyp. Oh! Autoschau! Ah! Ah! Schau, sogar Granaten. Jetzt aber. Jetzt geht's, jetzt ist ja total alles wurscht. Jetzt tun wir die Schruffeln raus. Oh, da haben gleich. Da sind 8 Schuss drin. Absolut OP. Tun wir so eine Spinne hier. Tun wir mal so eine Spinne hier. Noch einen Rucksack, den nehmen wir natürlich schon mit. Nehmen wir mit. Rostmund können wir auch brauchen. Jetzt haben wir schon wieder geschickt. Stellen wir besser da wie vorher. Stellen wir mir besser da wie vorher. So, los. Miau. Miau.
Bin ich überhaupt? Schon wieder am kleinen Berg. Schaut unser Gewicht aus. Oh mein, da fällt es himmelweit. Oh mein, das... wer schießt wo? Oh. Oh, was ist denn die? Das ist ja cool gemacht. 0 Punkt Wachprotokoll. Ich beobachte das Straßenlager seit einigen Tagen. Die Leute dort wirken seltsam. Ihr Anführer glüht wie Feuer. Sieht nicht nach jemandem aus, mit dem man sich anlegen sollte. Bleib ihnen fern, wenn du nicht vollständig vorbereitet bist. Ah, das ist also der nette Hinweis, dass man da... Kann man da mit dem Sniper umballern? Preiset Aussicht, Bernie, hast du absolut recht. So, die Scheiße looten wir aber noch schnell. Nehmen mit, was da ist. Dann gehen wir hinten, warte mal, da waren wir noch gar nicht, da gehen wir ins Nordwestlager anschauen. Ich habe irgendwas von Spinnen gelabert, ich sehe keine Spinnen. Der Boss Enterich, ja. Die labern hier. Was ist das jetzt in der Selbstschussanlage? Schucke. Aber erst looten, dann schauen. So gut, so ist Zipperkerbe, Brackerkerbe. Da bin ich Schrotflinten raus, Kim. Was ist das? Okay. Mit den Spinnen. Das sind ja Roboterspinnen, das habe ich nicht gewusst. Irgendwann da einfach Viech. Das ist einfach ein Viechspinn. Ja genau, Mr. Burnick, das war eine Arc-Drohne, mein Freund. Die nutzen die auch auf One-Shot. Topfnummer 594. LOL! Haha, voll lustig! So, schreibt jemand mit. 594. Dankeschön. Tja. Freunde der Sonne, ich sage euch was. Das ist ein richtig gutes Spiel, auch wenn es nicht so ausschaut. Wer das Spielprinzip leiten kann ich absolut verstehen, dass du da 50 Stunden drin verbringst und mehr. Ich kann natürlich einen Umfang nicht einschätzen, natürlich so einigermaßen, wie viele Quests gibt es, wie viele verschiedene Maps gibt es, wenn es überhaupt verschiedene Maps gibt. Da habe ich vorher nicht in den Chat reingeschaut, was da die Antwort war, ob es mehr gibt, aber ich gehe davon aus, dass das nicht das Einzige ist. Und wenn ich den Skilltree anschaue, da kann man schon ein paar Spiele, da kann man schon ein paar Stunden drin versenken. Leck mir am Arsch. Mr. Lucky Striker, du kannst deinen alten Loot immer zurückholen. Auch wenn ich zweimal hintereinander stirb. Also ich bin ja jetzt einmal oben gestorben und einmal links bei der Spinne. Haben da beide Loot-Container noch da? Der Grabgen sagt, nein, das war der mit 60 Stunden Game. Aber die letzte kann ich holen, oder? Das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst. Aber vorher habe ich es auch schon mal, ich habe schon mal gesehen, dass da meine Leiche liegt. Nur den Loot aus dem letzten Link. Ja, da rentiert es sich wahrscheinlich. Wenn ich schlafe, kann ich dann immer noch hin? Das sind jetzt so kleine Fragen, die überspringe ich. Das ist selber ausprobiert. Kann passieren, dass ich da Offstream einspeie. Könnte passieren. Aber momentan, wenn ich Offstream was spiele, dann ist es meistens Arc Raiders. Kann ich schlafen? Ja, das funktioniert. Meine Damen und Herren, das ist ein ausgezeichnet gutes Spiel. Und ich kann auf der Stelle nach 2 Stunden sagen, ich verstehe absolut, wie sie das in kürzester Zeit 1 Million Mal verkauft. Wieder ein Überraschungsspiel, top, ja. Mickey Chris, absolute Bestätigung. Aber meine Damen und Herren, 10 nach 10 ist. Das war's schon wieder. Ich weiß, also entweder liegt es wirklich dran, dass wir älter werden und zwar gnadenlos älter werden. So, hier. Spiel. Da ist jetzt im Menü dort gestanden, Spiel beenden und befreien. Was heißt befreien? Ist das ein Self-Kill? Bin gespannt, ob er MP kommt. Fragen, die überspringe ich. Tina, der Trottel. Problem, die böse Spinne ist oben nur bei deinem Zeug. Ah, am Tag? Ja gut, aber ich hab schon gesehen, wie man der raus, weil ich habe nicht gecheckt. Ich hab die das erste Mal gesehen. Bei der sagt man die Schuss einigermaßen fliegen. Da kannst du, glaube ich, ausweichen. Glaube ich. Nein, das Spiel ist einfach ein Zeitkiller. Ja. Wenn es für die PS gegeben hätte, hätte ich mir es gekauft. Du hast vorher schon mal gefragt, glaube ich, gell? Ich weiß nicht, ob es für andere Plattformen auch gibt, aber ich glaube jetzt mal nicht. Aber bei dem Erfolg könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch für Konsolen kommt. Weil warum nicht? Lässt sich, glaube ich, auch wunderbar mit dem Gamepad spielen.
Zum Schluss noch bitte dein OnlyFans-Foto, danke. Du musst selber herausfinden. Hashtag geldgeiler Wichser. OnlyFans, es gibt wahrscheinlich immer noch Leute, die meinen, das war ein Witz. OnlyFans.com/geldgeiler Wichser. Ich glaube mit 2x. Wir werden nicht älter, wir werden nur grauer. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Und vor allem weiser. Und wir haben ja da herin einmal festgelegt, grau ist das neue Schwanz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle, die sich direkt nach dem Gameplay schleichen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben mal wieder ein grandioses Spiel ausgezogen. Es ist ein bisschen schade, dass wir da die nächsten Wochen, also eigentlich, ich sag's wie es ist, bis Weihnachten haben Spiele eigentlich durchplant. So im Dezember haben wir am Mittwoch einmal 2 Löcher drin. Im Dezember fangen wir mit Dispatch an. Auf das habe ich richtig Bock. Das schaut richtig gut aus. Es hat mir übrigens jemand geschenkt. Scheiße, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Schande über dein Haupt. Scheiße, ich habe seinen Namen vergessen auf Steam. Gute Frage, oder Carsten? Vielen Dank dafür. Na, wir fangen jetzt bitte, und das meine ich wirklich todernst. Na, bitte, wir fangen mal nicht an, dass man mir Spiele auf Steam schenkt. Please don't. Warum? Weil ich immer dann so ein bisschen den Druck habe, oh mein Gott, jetzt muss ich es spielen, wo ich vielleicht gar nicht mag oder jetzt noch nicht mag oder wie auch immer. Ja, gute Frage. Da habe ich schon mehr oder weniger bestätigt, dass ich das Spiel spielen will im Stream und dann ist es aus dem Nichts vor mir, ich kriege eine E-Mail. Gute Frage, hat Ihnen ein Spiel geschenkt? Was ist denn jetzt kaputt? Und das ist also Dispatch. Okay. Ja, und dann ist gleich das Wölfchen hinten nachgekommen mit Moss. Deswegen sage ich das dazu und das ist, mein Gewissen wird immer schlechter, seit 6 Jahren mittlerweile. Irgendwann werden wir es spielen. Geil Spiel, definitiv, gerne mehr, wenn es wieder möglich ist. Das kann man auf alle Fälle für einen Lückenfüller mal reindreschen. Ja. Schauen wir mal in die neuen DayZ-DLC ein, wenn der kommt mit der Wüstenmap. Wenn ich mir anschaue, wie gut das die Schneemap-DLC war, ich weiß nicht. Wenn wir wirklich gar nichts anderes wissen, vielleicht. Vielleicht startet mal the one and only LeBron nochmal eine Solo-Karriere, aber wir werden keinen Multiplayer mehr spielen und es wird keinen DayZ-Server mehr geben, weil das hat mehr kaputt gemacht als gebracht hat. Ja. Das 6 Jahre dauert hat, bis jemand auf die Idee gekommen ist, dir was zum Schenken auf Steam, lul. Stimmt irgendwo. Irgendwo hast du recht. Irgendwo hast du recht. Die Leuchtrauschkugel schreibt übrigens, Bild ist schon im Discord vom Bademantel. Horror November ab jetzt. Ja, grüß dich. Ich erklär's mir jetzt, wie du jetzt da drauf kommst. Wie kommst du jetzt da drauf? DayZ war schon anders geil zum Zuschauen. Hat aber einfach trotzdem so viel kaputt gemacht, dass ich bei DayZ. Sagen wir es so. Ich habe nichts gegen DayZ per se. Aber wir haben ja in DayZ eigentlich alles gemacht, was möglich ist. Das ist mit Abstand das meistgestreamte Spiel in diesem Kanal über die letzten 6 Jahre. Ich fand das VIP-Event damals so gut. Ganz ehrlich, die Servergeschichte war gut, aber das ist was, da muss ich einen Monat lang alles kündigen. Alles. Da gibt's, gut, Streams gibt's selbstverständlich, aber sonst habe ich keine Zeit für nichts. Alle 5 Minuten, das ist kaputt, da kriege ich einen Vogel, Alter. Also das tue ich nicht nochmal. Wie läuft das am Montag ab mit dem Campertrupp? Flash wieder dabei, Fillmore wieder dabei, der Schwab. Und dann habe ich einen Platz. Und den habe ich mehr oder weniger jemandem versprochen. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Er spielt gerade Conan Exiles. Die Woche habe ich leider in die Geisterschicht müssen. Ich fürchte, dass das Team schon vordefiniert ist. Der Hansi schreibt, ich fand die Original-Solo-Reisen am besten einfach gemütlich looten, schmerzen und PvP war schon saugeil. Ich habe die Streams schon so oft durch. Ganz ehrlich, mir hat das mit dem Server auch gefallen. Weil sonst hätte ich es nicht tun, ich hätte schon viel früher abgebrochen. Aber da haben wir ganz einen großen, langjährigen Teil aus der Community verloren. Allerdings, wenn sie der wegen sowas abhimmeln lässt, dann kann er nicht so wichtig gewesen sein, der Teil. Das sage ich mir auch immer wieder. Vor allem ist man dann auch von einer Minute auf die anderen ja ziemlich arrogant und hat gemeint, man carried meine Streams. Da habe ich mir auch gedacht, ich weiß nicht, was du meinst, wer es bist, aber gut, tschüss dann. Trotzdem.
Das ist den ganzen Tag nur Gejammere und Geweine, als kann ich was dafür, dass der andere besser ist wie du. Was soll's ich mal? Das ist nicht an du. Gibt es nicht ähnliche Spiele wie DayZ? Sicherlich gibt es ähnliche Spiele wie DayZ, aber die spielen sie halt nicht so wie DayZ. Da ist einfach die Immersion ist anders. Da ist einfach, DayZ ist einfach DayZ. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist einfach DayZ ist DayZ. Und so eine Solo-Reise war schon mal wieder witzig. Einfach so lange, bis wir sterben. Und wenn wir sterben wollen, das haben wir ja damals auch probiert und dann haben wir nochmal 3-mal streamen müssen, haben wir einfach mit Gewalt, ich bin im Airfield und haben uns knockert aufs Airfield geklickt und rollen in der Weggeschichte umeinander. Und ich spiele nicht auf dem Lara-Server. Wir wissen alle, dass Steffi da springt und der Mindmaker deine Streams carryen. Was? Steffi carryt einen ganz furchtbar großen Teil in meiner YouTube-Karriere, ja. Einen ganz furchtbar großen sogar. Der Sprengi, der carryt den Chat und der Mindmaker, der carryt ein bisschen alles. Der Wandelmann schreibt, was bedeutet, wenn man sagt, man carryt einen Stream. Oh Gott, wir erklären das jetzt. Niemand muss wissen, wie man carryen schreibt. Was bedeutet carry? Bedeutet auf Englisch tragen. Und dann müssen sie es eigentlich von selber erklären. Weißt du, was ich meine? Carry nennt man, wenn 5 gegen 5 spielen und einer von denen 5 löscht das komplette Gegnerteam aus, dann carried er das ganze Team. Also er tragt das ganze Team zum Sieg. Ja? Und da in dem sogenannten selbsternannten... Nein! Luxa! Voranzahlung für Stucky Magu. Nein, hau ab! Nur vor und nach die Streams spenden, aber du holst dich massiv dran. Herr Luxor, es ist auch nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Dankeschön. Ich mag halt nicht schon wieder ein Merch-Motiv machen, weißt du? Ich mag euch nicht alle 2 Wochen mit irgendeiner Scheiße vollmüllen. Da kauf das, weil es irgendwann an Wert verliert. Weißt du, wie ich meine? Irgendwie. Wenn ich alle 2 Wochen mit irgendeinem Motiv daherkomme, dann ist nichts Besonderes mehr. Und in 4 Wochen kommt das besonderste Motiv, das ich jemals gemacht habe. Ich sag's jetzt einfach freiwillig aus. Es ist wieder so weit, dass ich mir am Anfang, vor 6 Wochen habe ich angefangen mit dem Jahresmerch zum Zeichnen. Heute bin ich fertig geworden. Ich habe natürlich nicht jeden Tag 10 Stunden da eingezeichnet, aber 2 bis 3. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Jahr ist der Aufwand im Jahresmerch 3-stellig aufwärts. Ich weiß nicht genau wie lang. Ich habe das meiste mitgefilmt, aber nicht alles. Bin jetzt fertig heute. Hab nur noch Details gemacht und so, aber ist ja wurscht. Und jetzt sitze ich wieder da, schau mir das Ding an und denke mir so, ich zeichne nie. Unterm Jahr zeichne ich nicht. Wann denn? Das mache ich einmal im Jahr. 4 Wochen am Stück und schau mir das so und denke mir, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wie das am Ende ist. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Zwar für das, dass ich was wie viele Stunden reingewucht habe, es müsste es eigentlich viel besser ausschauen, aber für meine Verhältnisse und für mein Können, ich bin kein Zeichner, ja. Denke mir so, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Was ich noch viel weniger weiß, ich weiß nicht, wie ich das nächstes Jahr nochmal übertrumpfen soll. Also nochmal übertrumpfen sowieso nicht. Ab jetzt bin ich zufrieden, wenn ich das Level halten kann. So viel sage ich dazu. Man hat für Montag also keinen Scheiß mehr mitzufilmen, Herr Gandelbart, leider nicht. Sehr wahrscheinlich nicht, außer die eine Person. Ich weiß nicht, ob die noch an... Wulfric, du Spacko. Wulfric, du Spacko. Wenn du jetzt nicht mehr da bist, dann hast du jetzt Pech gehabt. Aber ich hab's am letzten Mal schon versprochen. Da hat er recht, er hat mich sogar am Montag darauf hingewiesen. Das ist auch der Grund, warum ich ihn in der Steam-Friendlist hat. Da hat er schon, ich erinnere mich schon wieder. Und nochmal zurück zum Stream-Carrying. Der YBO hat es schön ausgeschrieben bei so was. Stream-Carrying, also Stream tragen. Die Leistung desjenigen übersteigt die des Streamers und beeinflusst die ganze Unterhaltung des Streams. Und das haben, glaube ich, gerade speziell in DayZ andere Leute da. Lull. Absolut richtig. Wulfric sucht schlechte Witze raus. Stimmt. Sei es einmal erlaubt, sei es einmal erlaubt. Wer zum Teufel spielt in 2025 eigentlich noch Conan Exiles? Ist das Conan-MMO? Bist du Psuffer? Das habe ich das letzte Mal gespielt 2008 oder so. Gibt's das noch? Und was war in DayZ schlecht? In DayZ war gar nichts schlecht.
Bloß hat von euch da herin nur der allerkleinste Bruchteil eine Ahnung, was ein Serverarbeit ist. RP-Server sind nach wie vor sehr beliebt. In Conan Exiles ist das schon das MMO. Wir alle Jahre, nein, es wird nicht besser, boom, nochmal getoppt. Ich versuche es mal einzumreden, ja, aber jetzt wird es dann, ich sag das, was ist, meine Zeichenskills sind nicht besser geworden. Ich habe einfach nur noch mehr ins Motiv einbackelt. Und es ist einfach nur wuselig, noch wuseliger wie die letzten 6 im Jahr. Und deswegen sagt man gar nicht, dass ich nicht so gut zeichnen kann, wie das vielleicht ausschaut. Jetzt habe ich meinen Trick verraten, scheiße. Spielst du BF6 zurzeit? Nein, habe ich schon deinstalliert. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Absoluter Peak-Hype und ganz furchtbar schnell wieder zip. Wäre jetzt Stronghold Crusader, wäre auch geil. Ich mag Stronghold, aber ob das für ein Stream was ist. Ich sag's euch ganz ehrlich, bis Dezember haben wir mir genügend zu tun. Bis Weihnachten. Bis Weihnachten ist voll. Da brauchen wir keine Spiele nicht anschauen. Kann ja mal nachschauen, was da so alles drin steht. Das ist eigentlich so ist so gemein wie es bei so was. Na, die falsche. Hier ist Dreamplan. Jetzt pass auf. Wir sehen uns übrigens diesen Freitag nicht. Das ist mal die erste Woche wieder seit über 6 Wochen, glaube ich, oder seit 4 Wochen oder 5 Wochen, wo einmal wieder jeden zweiten Freitag bemühe ich mich, dass wir einen Stream machen, wo wieder Pause dazwischen ist. Ja. Nächste Woche Montag, RV Dariat Nummer 2. Nächsten Mittwoch Kingdom Come Deliverance 2 DLC, der dritte endlich auf der Story DLC, auf den warte ich schon die ganze Zeit, selbstverständlich spielen wir den. Und am Freitag, also am Donnerstag kommt Anno Pax Romana raus, spielen wir am Freitag drauf. Ja? Anno ist was, da haben 2 Stunden gar nichts, da habe ich Fischer-Hütten hingepflanzt und einen Marktplatz und dann haben wir fertig. Da müssen wir am Freitag, da haben wir dann einfach mal mindestens 3 Stunden Zeit, vielleicht sogar ein bisschen länger. Dann die Woche drauf ist eigentlich ziemlich easy. Ich gehe schwer davon aus, dass Anno nicht schlecht ist. Wir spielen am Montag sofort weiter mit KCD 2 DLC. Oder an dem Montag kommt nämlich auch Unmanned raus. Und das ist ein Horrorspiel. Eventuell legen wir das noch parallel dazu. Normales Spiel, Horrorspiel, weil Unmanned, glaube ich, ist nicht auf einen Stream durchgespielt. Oder es geht mit Anno weiter. Allerdings da ich mir Anno wahrscheinlich am besten, am liebsten eigentlich aufhören. Das zieht sich bis in Dezember hinein. Jeden zweiten Freitag Anno. Jeden zweiten Freitag Anno, weil wir da einfach 3 Stunden brauchen. Damit man ein bisschen was sagt. Dann KCD 2 DLC, der wird auch nicht bloß einen Stream dauern, sondern mindestens 2 oder 3. Am 1. Dezember ist übrigens dann Release vom Jahresmerch, beziehungsweise am 30. November. Da kommt auch dann ein Video dazu. Dann gibt es übrigens frühestens ein Jahresmerch zum Sehen. Nein, ich zeige ihn nicht her vom Video-Release. Den Fehler mache ich jetzt über. Das tun wir nicht. Mal schauen, ob es aushält diesmal. Und dann möchte ich Dispatch spielen. Und Dispatch hat 8 Folgen, glaube ich. Das ist so wie die alten Telltale Games, die übrigens, viele davon, nicht alle, aber die meisten davon saugut waren. Und Dispatch ist auch saumäßig gut bewertet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn das wirklich gut ist, da ich es natürlich gern im Dezember fertig kriegen, ansonsten bis in Januar hinein. Und das Ding hat 8 Folgen und ich kann mir vorstellen, dass so eine Folge so ungefähr eine Stunde dauert. Stunde, je nachdem wie es spielst, vielleicht 1,5. Und dementsprechend werden wir mindestens 4, vielleicht sogar 5 Streams brauchen. Schauen wir mal. Wenn es gut ist. Und am 17. Dezember ist Weihnachtsfeier und da bin ich dann wieder 2 Wochen weg, wie jedes Jahr. Also in der Weihnachtswoche gibt es keine Streams und in der Silvesterwoche auch nicht. Und dann sehen wir uns erst wieder, gut, das ist jetzt der falsche Kalender, da sehe ich jetzt gerade nicht hin, so am 5., 6. oder 7. Januar, je nachdem. Also da ist dann 2 Wochen. Sebian schreibt, das ist uncool, am Dienstag kommt der DLC raus und ich habe keine Chance, dass ich ihn vor dir spiele. Ich bin echt zwiegespalten, ob ich die KCD-Streams auslasse, möchte es, wenn möglich, blind selber spielen. Sebian, das haben Leute bei KCD 2, wenn wir das so gespielt haben, auch schon so gemacht. Das ist absolut in Ordnung. Natürlich ist es schade, ja. Ich freue mich über jeden, der zuschaut, aber bei dem Spiel kann ich es absolut verstehen. Dafür habe ich immer nur 2 Stunden Zeit. Das heißt, einen Tag danach kannst du vor spielen und im nächsten Stream bist du dann wieder dabei. Ich weiß nicht, wie sich die Streams zum Zuschauen anfühlen, vor allem in Story-Games, wenn man sich das dann nochmal anschaut. Bei jemandem.
Natürlich ist es auch ein bisschen blöd. Bastel! Servus! Der erste vom Nachschau-Squad ist jetzt da. Wir haben ein sehr gutes Spiel vor uns. Hauen Sie rein, lassen Sie zurücklaufen, merci für 37 Monate. Spielen wir das auch noch? Sorry, hat sein müssen. Spielen wir das. Oh, leck mir nicht, da ist jetzt 3 Sekunden das Hirn stehen geblieben, bis ich checkt habe, was du mir sagen möchtest. Der Luxor schreibt, juhu, ich weiß nicht, auf was das bezogen war. Horror Oktober 2.0, jo. Es ist nur ein Spiel. Chillen Sie die Kniescheibe. KCD2 einfach geil zum Zuschauen. Ja, das ist geil zum Spielen, das ist geil zum Zuschauen. Das sind genau die richtigen Spiele, die ich eigentlich immer für einen Stream haben will. Aber im Stream, ich spiele im Stream alles. Alles durch die Bar, egal was es ist. Wann FIFA? Ja, bevor ich FIFA nochmal in meinem Leben kaufe, da schieße ich mich lieber. Selbiges gilt übrigens für den Landi seit letztes Jahr. Trotzdem werden wir den wahrscheinlich wieder spielen, weil es wieder irgendwelche Idioten einer schwappt und haben wir mal wieder über 2000 Zuschauer mit dem Landi, das wird schon. Machen wir wieder einen Stream, sage ich mal das Spiel ab, jeder ist wieder pisst, weil er sagt, das ist das best Game ever. Sag ich, Bruder, das schaut seit 2014 gleich aus. Spaß es bloß nicht, blinder Uhu. Übrigens, am 15. November, das heißt am Samstag in einer Woche, da Call of Duty Black Ops 7 rauskommen. Interessiert das irgendjemanden, die Story? Der Multiplayer interessiert mich Scheißdreck, sag ich, was es ist. Also jetzt ist es einfach so weit, dass ich selber sage, leg mir am Arsch. Es ist dasselbe Scheiße in grün, bloß mit Reset und 2 anderen Skins fertig. Interessiert der Story-Mode von Call of Duty Black Ops 7 irgendjemanden? Ja, wenn man da wieder keine Umfrage machen kann, fix. Nein, bin Battlefield Boy. Ich habe DayZ gehört. I was summoned. Mr. Statue. Trust me, dir gebe ich Bescheid, wenn DayZ anfängt. Das Geile ist an KCD zuschauen, dass es so viele Arten gibt der Entscheidung, deswegen geht es immer was Neues zu sehen. Auch wieder wahr, hast recht, ja. Ich war halt für Cyberpunk 2077 in einem Spielelog. Sie ist halt nicht zum Durchspielen. Dauert zu lang. Also da brauchen wir 20 Streams, bis wir da durch sind. Aber mit als mittlerweile auch wieder Sticker, weil ich hab's damals nicht durchgespielt. Also damals, bis es der Totalausfall war, ich glaube, wir haben es trotzdem sogar 3-4 Mal gestreamt. Es war schon ganz geil, aber nee. Ja, mir aber hat ja schon gesagt, du magst das nicht spielen. Nein, nach dem MW2, dem alten, bin ich ausgestiegen. Oh, das ist aber lang her. Ist aber auch mein meistgespieltes Call of Duty. Und Modern Warfare 1, das Remake, weil ich sehr viel das zähle zu Warzone. Story, naja, Multiplayer, nein. Story interessant, interessiert mich, aber kaufen wird es auf keinen Fall. COD uninteressant, mich interessiert COD generell nicht. Eher nicht, ich spiele immer die Kampagne. Minecraft für alle 600 Leute. Ich bin gerade wieder in der Minecraft-Phase. Ist man doch nicht immer alle 2 Jahre mal kurz. Black Ops 7, Update erfordert Neustart, Neustart erfordert Neustart. Panzerfaust, danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Bulletstorm, größere COD-Kampagne. Möglich, habe ich nie gespielt. Kurz habe ich es mir gespielt. Wir ziehen am 15.11. um, da interessiert mich nichts mehr am Abend, außer eine heiße Badwanne und mein Bett. Und dann nimmst du ein Tablet mit und schaust dem Fettsack beim Spenden zu. Klangst du vielleicht selber ein wenig an? Alfons mit Shotgun, oh mein Gott, du bist, oh mein Gott. Entschuldigung, Olivia, so was sage ich normalerweise zu Damen nicht. Ja, doch, du schon. Alfons mit Shotgun, mehr als für 44 Monate. Servus zurück. Was hältst du von Planet Crafter? Herr Schall, guter Punkt. Alfarius, mehr als für 48 Monate. Danke, jetzt schwappt wieder die ganzen Nachschau-Squad-Line, oder was ist da los? Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Wo haben wir jetzt? Was ist das? Planet Crafter. Was ist ein Planet Crafter? Ich hab mich jetzt gerade komplett verdammt. Weißt du, wo ich gerade war? Bei Planet Coaster. Was ist ein Planet Crafter? Da muss ich kurz gucken. Planet Crafter. The Planet Crafter. Toxicity, The Planet Crafter, Planet Humble. Was ist denn das? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe schon mal gesehen. Sogar gut bewertet, außer am 10. April. Weißt du, wenn wir Trailer schauen, warum soll ich den allein schauen? Da, ich bin schon wieder hochgeschrieben, ich bin schon wieder Orangenmann. Moment, aber da muss ich immer kurz vorsichtig sein, nicht, dass da irgendwas ist, was keiner was angeht. Und dass auf einmal wieder Adressen von irgendwelchen Leuten drin stehen. Das können wir so lassen, So, da bin ich. Machen wir da hier mal auf. Das ist die Steam-Page. Schauen wir uns mal schnell an.
lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber der erste Eindruck ist, das Spiel habe ich schon 28 Mal gesehen. Grafik relativ unbeeindruckend. Ist nicht wichtig, weiß ich. Da mir schaut das ein bisschen aus wie No Man's Sky, wo Team absteht. Was war das? Hat er ein bisschen mit diesen verschiedenen Biomen da, hat ein bisschen Subnautica-Vibes, bloß halt an der Planetenoberfläche. Was ist der, what's the catch? 1.0 Update, April 10.2000. Was ist die Besonderheit? Das muss ja irgendwas Besonderes haben. Die Grafik sticht nicht ganz krass aus, also jene Spiele gibt es besonders mehr. Was ist das Besondere? Was ist das besondere Feature, warum das so beliebt ist? Kann man da den ganzen Planeten terraformen? Kann das sein? Planet Crafter gut Spiel, dauert aber halt lang zum Durchspulen und bis richtigen Progress macht. Wo ist der Kurzform? Project Zomboid war halt für einen Stream interessant. Erst da haben wir schon ein paar Mal gespielt, aber mal wieder reinschauen, das ist absolut richtig. Terraforming Simulator wahrscheinlich nix. Du belebst den Planeten. Okay, die guten Bewertungen müssen irgendwo herkommen. Ich meine, das ist, warte mal. Mein Steam darf es ja sehen. Was soll da 4.500, das ist jetzt nicht unendlich viel, aber es ist auch nicht wenig und äußerst positiv haben auch nicht alle Spiele. Es macht wirklich Spaß, die Story ist auch gut gebaut. Toller Kommentar. Ich finde es einfach knuffig. Fikes, okay. Jeder, der Spaß am Bauen und Erkunden von Maps hat, wird hier sehr lange voll auf seine Kosten kommen. Die Planeten sind sehr kreativ und geben Anregungen für neue Ideen, wie man seine Basis erweitern und verbessern kann. Also für mich schaut es aus, als wäre es das typische Survival, Crafting, Aufbau, Looten, Dingsbums-Spiel. Bloß mit einem unfassbar riesigen Umfang. Das scheint mir so das Feature des Spiels zu sein, der Umfang. Kann man das Multiplayer spielen? Gehe mir schwer davon aus, ja, Online-Coop. Ich glaube, es ist ein gutes Spiel, aber ich glaube, es ist nichts für einen Stream. So viele Leute haben jetzt geschrieben, es dauert alles ewig und es ist ein Riesendrum Zeitfresser. Genau wie Satisfactory übrigens. Das ist so ein Hauptgrund. Ich meine es jetzt übrigens überhaupt nicht abwerten. Null. Also wer Bock auf solche Spiele hat, bin ich mir sicher, dass es geil ist. Aber ich bin halt, mir kommt es halt vor, als hätte ich das Spiel schon 28 Mal gesehen. Satisfactory ähnlich. Zeitfrei. In Satisfactory, bis du in die letzten Stufen bist, brauchst 40 Stunden. Und das war vor 5 Jahren. Wie lange brauchst du denn jetzt? 400. In Factorio ist ja das Gleiche. Du musst das Spiel durchspielen, bis du überhaupt zum DLC-Inhalt kommst, um auf die Kometen umeinander zu bauen und Raumschiffe zu bauen und lauter so ein Scheiß. Schade wegen. Also natürlich haben diese Spiele eine Daseinsberechtigung, aber ich sage mal, für meine Art und Weise zu streamen haben die Spiele leider nix. Der Fall schreibt, 400 Lull. Okay, die haben wir nur einen Einser davor. Also ganz ehrlich, wer ein Spiel spielen will, wo er 1400 Stunden bis ins Endgame braucht, das kann doch auch keinen Spaß machen. Genauso wie Factorio, du musst Factorio-Streamer sein, dass du streamen kannst. Ja. Da müssen die her, das müssen wir machen wie in Diablo. Nimm mal eine Woche Urlaub, ich stream jeden Tag, wir fangen um 10 Uhr Vormittag an und hören um 10 Uhr auf die Nacht auf. Und dann haben wir in Factorio noch nicht fertig. Das ist insane. D&D mit dir als was ist denn der DM? Der Dungeon Master? Oder der Game Master? D&D darf ich schon gerne mal spielen. Darf ich wirklich. Hab ich selber noch nie. Also, wir haben es einmal probiert, ja. Aber mit einer Gruppe, die Erfahrung hat. Ja, ich möchte da einen Game Master, der das seit 10 Jahren macht. Und zwar regelmäßig macht. Oder noch länger am besten. Dann darf ich mich da natürlich als Charakter dazusetzen mit nur 2, 3 anderen. Ich nimmst noch einen Flasch dazu, nimmst den Schwabenzipfel noch dazu und dann suchen wir uns noch irgendjemanden, der einfach random mit dabei ist. Da hätte ich schon lange mit Bock. Da redet man immer und immer wieder mal drüber. Spielst du Männerlords nochmal? Was machen Männerlords gleich nochmal?
Das verwechsel ich gerade mit Farthest Frontier. Nein, umdreht. Hä, wieso haben mich Farthest Frontier... Was war ein Farthest Frontier gleich wieder? Kruzifix, irgendwann Farthest Frontier ist Männerlords, warte mal. Ich hab beides. Beides in meinem Besitz! Was war denn das eine und das andere nicht gleich wieder? Verdammte Scheiße, die Spiele schauen einfach so identisch aus, dass ich nicht mehr weiß, was vor uns war. Na, ist ja wurscht. Mittelalter City Skylines, ja, das sind beide. Ich kenne schon beide, aber ich kann es gerade nicht unterscheiden. Ja, ist ja wurscht. Kannst dich gern melden, machen's aber in RLDM, mach's seit circa 15 Jahren. Der Christi, da schon her. Ich bin mir sicher, der Schwab auf der Tretmini war priceless. Da waren ein paar Momente dabei, die priceless. Was? Du hast den Hagel verloren? Oh, da geht mir mein Schwabenherzl kaputt. Das ist jemand, das ist ein Spezi vom Flash. Ich kenne ihn noch nicht so ganz so gut. Die haben sie beim Zocken getroffen und es scheint ein ganz netter Kerl oder ein lustiger Kerl auch zu sein. Könnte passieren, dass der bei Spielen, wo man mehrere Leute brauchen, des Öfteren dabei ist. Ich habe gestern auch einmal Offstream mit ihm gespielt, haben ein bisschen Arena gespielt. Ist ganz witzig. Ganz ein kommoder, ganz netter Kerl. Männerlords war, glaube ich, ziemlich Siedler-like. Das ist wieder was anderes, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das kommt im Dezember, kommt die Vollversion. Wie hat es denn geheißen? Ja, mittlerweile haben so viele Spiele da, dass du das nicht mehr in Shell kriegst, die alle sehr, sehr ähnlich sind. Bei Männerlords geht, glaube ich, auch nichts voran bezüglich Updates. Deswegen habe ich Farthest Frontier installiert, weil ich eigentlich gemeint habe, ich installiere Männerlords. Männerlords war das, wo man gemeint hat, das hat ein Entwickler gemacht. Da wo es dann als in der Third Person in deiner Stadt umeinander pümmeln hast kennen, das war Männerlords, glaube ich. Da hatte ich schon lange auf ein Update einmal warten. Schade, dass da nichts vorangeht. Und dann war es auch also mehr oder weniger gelungen, dass das bloß einer macht, sondern da arbeiten ja doch weit mehr Leute dran. Naja, da gibt es bestimmt, wer Interesse hat, musste ich halt mal umhören, gibt so viele D&D-Gruppen. Ja, also wenn wir sowas einmal planen wirklich, dann rieche ich mich schon. Ja, also ich brauche, weißt du, was jetzt schwierig ist, ich tue mich halt auch schwer, wenn ich dann den ersten da habe, der das seit 15 Jahren meinetwegen macht. Also, Herr Christi, da meine ich jetzt nicht die damit, ja, ich kenne die ja nicht. Und dann ist man da, man unterhält sich und dann weiß ich natürlich, gut, du machst es seit 15 Jahren, aber ich brauche halt auch, weißt, jemanden, der das kann, dass da jetzt gerade 1000 Leute zuschauen. Und da nicht einschlaft dabei und so weiter und so fort. Und vielleicht auch ein wenig lustig ist und dann muss es persönlich auch passen und so. Das ist ja innerhalb der D&D-Gruppen ist ja das auch wichtig. Und dann tue ich mich halt unendlich schwer, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dass ich dann sage, du, Alter, ich glaube, das haut nicht so ganz hin. Ja, warum? Du bist so lustig wie ein Start. Das mag ich halt kaum sagen. Weißt du, wie man... Wobei eigentlich drauf geschissen, ich meine, die Spiele, natürlich ist der Spielleiter wichtig, aber wenn da drei, zu wie viel können da 3 Leute einfach spielen? Klangt das? Klangt das, um eine ausschweifende Story zum Spielen, weil das werden wir immer wieder mal. Das kann sich ja über Jahre ziehen. Man könnte den Chat abstimmen lassen, was als nächstes kommt. Mir darf man es ja nicht wissen, was als nächstes kommt. Aber ja, das ist schon recht, da kann man einen Chat mit einbeziehen und so weiter. 100, wenn du willst. Also, ja, ich weiß, dass man natürlich, theoretisch kann ich mir auch allein hier sitzen und da ist ein Dungeon Master, theoretisch kann man sich zu 100 hier sitzen. Aber jemand, der 15 Jahre Erfahrung hat, kann mir vielleicht sagen, es ist so dass eine schöne Gruppendynamik, dass die Geschichte eine schöne Dynamik annehmen kann, brauchst eigentlich, ich sage mal, mindestens 3 Leute, aber auch nicht mehr wie 4, 5. Kann man sich jetzt vorstellen. Meiner Meinung nach ist der GM der wichtigste Teil, mindestens 50%. Das kann ich halt nicht so ganz einschätzen, ich denke mir es halt auch. Ich denke mir es schon auch, so ist das nicht. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, bei 6 bis 8 Leuten wird es auch zu viel für einen Stream. Das ist dann... 4 ist meiner Meinung nach Sweet Spot. Ah ja. Naja, gut. Da überlegt man sich halt dann nochmal was. Mit Bürgerin anhauen. Wenn wir schon keine Lemmingen nicht spielen, dann spielt so dann Lemmingen D&D. Also wenn es pressiert, da rieche ich mich dann schon. Interessant wäre es schon mal. Interessant wäre es schon. Es war halt auch geil dann, ein bisschen ein Problem ist halt, was ich dann gern hätte, was ich da im Kopf habe, die Pen and Papers von Rocket Beans. Die habe ich gerne noch geschaut. Vor allem das allererste. Tears.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich Dungeons and Dragons spielen möchte in der Dungeons and Dragons Welt, in dieser Fantasy-Welt. Ich möchte eine realistische Welt, so wie in echt. Und mit der man so, als wäre der Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Aber wir sind in Niederbayern. Nicht in die USA, wo alle 5 Meter Schrotflinten umeinander liegt und ich kann alles erschießen, was da ist, sondern in Niederbayern. Was tat man? Was würden wir tun? Wie würden wir uns verhalten, wenn es losgeht? Ich muss derzeit, nein, ja, DSA ist ähnlich, 3 bis 4 Spieler ist optimal. Ja, ich sehe schon. Aber Tears, Beards, Moreton Manor, Beste vom Besten. Für mich war, Tears habe ich ganz gesehen, Beards habe ich nur halber gesehen, da habe ich dann schon angefangen abzubiegen und Moreton Manor hat mir überhaupt nicht getaugt. Als erstes zum Hagebau. Ja, Cthulhu oder irgendwas aus der World of Darkness. Bei uns aus lagerten die Augs und Glocks umeinander. Das stimmt, in Österreich kann man auch nicht spielen, war jetzt einfach, das ist der Easy Mode. Brezen essen und Bier trinken, das darf man da ins Wirtshaus gehen. Da in Münchner Flughafen rollen, was. Ja, witzig war's schon. Das möchte ich schon lang. Da redet man mindestens seit 5, 6 Jahren schon drüber. Ja, cool war's schon. Das ist alles abhängig vom DM und wie der die Idee umsetzt. Man muss auch sagen, dass es bei meiner Kampagne erstmal ein halbes Jahr gedauert hat, bis die Welt, die Lore und die Spieler ready waren. Ja, und das können wir uns halt für einen Stream, angenommen, wir reden jetzt da miteinander und du bist der GM, das können wir uns für einen Stream nicht leisten. Ja, das Ding muss in die ersten 2 bis 3 Stunden muss das zünden. Kein Mensch sitzt sich da halber so her und schaut sich so und denkt sich was, keine Ahnung. Und darum, eine leicht zugängliche Lore ist die echte Welt. Alles, was in echt auch geht, muss in dem Universum gehen. Und man nimmt dann einfach diese Würfelregeln von Dungeons and Dragons und so weiter und so fort und ein bisschen ein opasst Character Sheet. Soweit ich mir jetzt aus, so haben sie es ja bei Tears auch gemacht. Tears war nur der Teil unrealistisch, dass es diese zombieartigen Typen da, die warnen, gibt. Aber sonst war eigentlich alles relativ auf Realismus. Ich dachte mich in Giersing in irgendeiner Ort Geburtsen hocken. Also es muss ja nicht an einem echten Schauplatz. Natürlich kann man sich die Mingerer Innenstadtkarten suchen oder so. Aber was weiß ich? Was hört man denn da im Hintergrund? Das ist eine richtig gute Frage. Ja, da läuft der Hintergrundmusik im Stream wie immer. Wenn man dem DM vorab sagt, es soll eine Story für Leute auf 8 Stunden bis Ende sein, dann klappt das auch. Wir spielen häufig mal mit 9 und machen Tagesgeschichten und sind zwischen 6 bis 10 Stunden durch. Also gut, 6 bis 10 Stunden am Stück werden wir auch nicht streamen. Also das will ja keiner, das will ich nicht, das will der Flash nicht, das will der Filmmann nicht. Sondern halt so wie jetzt die Streams. Vielleicht an einem Freitagabend, da wo wir dann auch mit 3 Stunden machen können oder vielleicht noch mehr. Aber da wird es dann auch anstrengend, 3 Stunden muss gelangen. Und das ist halt auf einen Monat. Ja, maximal 4 Streams lang. Maximal. So 2 bis 3 Stunden. War optimal. Aber da frage ich euch danach, ich frage jetzt erst einmal die anderen und so weiter und so fort. Und dann war halt auch noch cool, wenn man die anderen sagt. Ja, wenn da 4 Kameras sind, der GM in der Mitte, wenn man den auch sagt und so. Wichtig ist halt auch, ich meine, beim Flash weiß es, beim Filmer weiß es und bei mir weiß es, wir haben alle anständige Mikrofone und theoretisch kann ich die nicht 2 Webcam schicken, ich habe das Ding dann noch 2-mal. Aber beim GM weiß es zum Beispiel, wieso soll der sich das Mikrofon da haben? Das ist ein Witz. Mit einem Plastik-Headset-Mikrofon, das mag sich keiner anhören länger wie 5 Minuten. Das ist halt auch wieder das Problem. Und. Also das ist ein bisschen ein organisatorischer Aufwand von allen Beteiligten. Aber gut. Sebian schreibt, so, ich gehe jetzt mit dem Wuff hinaus, falls ich nicht wieder komme, Triple F und Mods und gute Nacht beieinander. Herr Sebian, wir schleichen uns jetzt sowieso auch. So schaut das aus. Meine Damen und Herren, ich befreue mich, Sie belustigt gedürft zu haben. Macht der Satz Sinn, ich weiß es nicht. Heute mal wieder ein Speicher gezeigt. Wahrscheinlich habe ich wieder einige Influenced, obwohl man gar nicht recht viel gesehen hat, aber das Spiel schaut wirklich gut aus. Meine Damen und Herren, hast du eigentlich nur eine gute Filmempfehlung in Horrorrichtung wie The Descent? Die besten Horrorfilme: Conjuring 1, Annabelle 2, Sinister 1. Wenn du da die 3 noch nicht gesehen hast, schaust du einen von denen an. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zugucken. Bitte smashen Sie den Like-Button, lassen Sie ein Abo da. Warum, weiß ich auch nicht. Werde schon seine Richtigkeit haben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Da waren halt ein paar dabei. Vielen Dank für die ganzen Resubs. Insidious Fight noch richtig, bei gesagt. Dankeschön, das war der 4. Und von denen schaust du an. Los.
Und danke für die Resub, danke für die Donations, Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns diese Woche nicht mehr. Ist direkt fast ungewohnt. Jetzt haben wir so lange durchgestreamt, inklusive Freitag. Ich bin fast ein wenig froh, dass ich am Freitag auf die Nacht einmal wieder was anderes tun kann. Sag ich, wie es ist. Das hat schon einen guten Grund, warum wir das nicht durchgehen so machen. Warum hat der Flascher sich das Mikro? Gute Frage. Für seinen OnlyFans-Kanal. So, wir sehen uns am Montag in alter Frische, wer noch nicht im Discord ist. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da schreibe ich jeden Sonntag eine Ankündigung, was wir spielen und wann und wie. Und dann sehen wir uns. Kuss auf die Nuss, schleichen Sie sich davon. Triple F für die Moderatoren. Und bis Montag. Nice. Waren die 2-3 Stunde, ich weiß es nicht. Schleicht euch. Habe! Muss gelangen. Warte mal. Nein, meine Cornflakes-Schüssel, die setzen wir jetzt nicht auf. Sprengen ist sowieso nicht da. Cornflakes-Schüssel, nein, die setzen wir uns nicht auf. Schleicht euch. Habt ihr.